Gut, merci Paul. Voilà, schönen guten Abend, alle guten dann für die Sitzung. Heute den Abend, ich will kurz einen Rückblick machen, ob das Last war nur der letzte Sitzung, das war ja ziemlich viel mit der Mobilitäts- und Gesundheitswoche. Da hatten wir direkt den Tag nach der Sitzung, hat man dann da war jung von unserer Fleckstation drin, ob der Gär, wo ich sein will, in Zukunft kann flecken, dann noch die flotten Obtagsseminär für die Mobilitätswoche, wo dann noch der Minister François Bauschei war an ganz kubaner Redner von auch internationaler, war doch ganz flott waren. Ich meine, wir hatten noch eine ganz flotte Diskussion nur den Vierträg. Darauf hat man, wie man das letzte Jahr schon hatten, die Velo kontrollieren gelassen, wollte man die Velo kontrollieren lassen von der Schulkanne. Die Polizei hat ein bisschen mehr Leute auf der Platz als letztes Jahr, weil das letzte Jahr niemand Nündrang war, das Jahr kommt aber gut praktisch. Das war kein so großes Succès. Mit den 18. 9. das war Samstag, da war von unserer Pumptrack-Piste beim Fußballsterrain, mit Vicky Gomez, den dann Weltmeister am BMX Flatride dann wo wirklich den Nündrang ganz groß wird, war man da begeistert, auch alle guten kurzen Autogramme von ihm, das war ganz flott. Den 19. September hat als Familienkommission den flotten Trippeltour organisiert, der Woche an der Reihe, ich meine, das war ganz flott, alle die mitfahren, die waren ganz begeistert davon. Am Schloss du no siehst du noch op Trose festkommen, wat zumindest beim Schloss war, da war auch Familienminister Corinne Kern op Besuch, de sondech, sie war du Gedel von enger Ros, die du gedeft, die war dat war ganz flott fest. Den 20.9. war du da war jung vom Service Velo zu Niederrand, wenn dat war net direkt an Eise, kann von Eiser Mobilitätswoch mir von hier. Da waren wir dann als Chef oder invitiert, Mün durch am Staat der Chef geschwert. Das mir wirklich interessiert, sie für der Station der Lohai dann an der Verlängerung vom Reso von den Renten dann ab Minsk Schritte zu kriegen, haben wir noch einen zweiten Brief an dem Sinn geschrieben. Mir hatte schon ein geschrieben, dass mir interessiert für einen war den Ruf gemacht, wir sollen noch fahren, bis der Velo zu den Renten wie wir und dann gucken wir für Leute, die sie da noch weiterzuführen. Den 21. September hat man mit an der Sonderaktivität haben wir den Projekt M-Mobility für Betriebe dafür gestaltet. Da waren noch ein paar Betriebe da, die auch ganz interessiert waren. Da hat man dann noch mit den Vertretern vom Verkehrsverbund, vom Ministerium, hat man dann noch ganz interessanten Austausch. Das ist so, dass es bei der Gelegenheit auch Betriebe sich ein bisschen beklagt haben, was die Bahn von der Sonderaktivität angeht mit den Bussen, weil sie so die zwei, also den 142, die 4 oder durch, an die anderen Linien, die direkt an Sonderaktivität gefahren ist, die ja so aufgeschafft, die von der Gare an. Dafür sie so, das klappt nicht mit dem Bus, mit der Linie, die hat permanent Verspätung. Und das auch an der Spitzenzeiten von dann nicht genug, sodass wir dezidiert tun, dann zusammen mit ihnen mit der niederländischen Gemeinde einen Brief und den Transportminister zum Mafia zu fragen, ob er nicht dann einfach kann, die speziellen Naveto abfeiern an Sonderaktivität, besonders von der Loziger im normal fahren, weil die sie auch im Moment, dass der Betrieb von sich auch nicht normal, da sind verschiedene ausgefallen, weil an der Stadt, an der Gerdo nach Arbeit sind, aber das soll ab Dezember dann im Normal laufen. Voilà, dieselbe Mittag haben wir dann noch einen flotte Velosparcours in der Dave-Garage von der Sportsaal, da haben sie sich so gut amüsiert, das war ganz flott. An den Oves war den Aufschlussseminar von der Verkehrs- und Gesundheitswoche dann nochmal interessante Vierträge. An der Verkehrswoche haben wir auch an der Schule und kann auch gesund erstens serviert kriegt an der Pausen, das hat die Familienkommission auch organisiert. Ich muss sagen, das war ganz flott, das gut gekommen eigentlich, und hat auch einem gut geschmeckt. Das war eine ganz flotte Aktivität. Alles an allem hätte ich sich schon gewünscht, dass vielleicht noch ein paar Leute mehr dabei gewesen wären auf den verschiedenen Vierträgen. Ich meine, wir können aber ganz zufrieden sein mit dem Succès, den wir hatten. Und besonders auch die Aktion an der Schule, auch für die Gesundheitsfrage, ich können wir aber froh sein, mit dem, was wir da fertig bringen. Und ich gebe auch das hier profitieren für wirklich all den Leuten merci zu so, weil das alles nicht vom selben Gang, du stehst die ganze Kuba bist. Da haben wir dann noch als Kommission, sowohl der Familienkommission wie auch der Verkehrskommission noch danke, merci. Voilà, dann hatten wir den 23.09. vor am Centre nach einer Präsentation von Let's Shop. Die könnt ihr erinnern, wir hatten eine Reunion vom
für zu gucken, wie können wir also Betriebe ein bisschen nach dem greifen, wo wir diskutiert tun, wird direkt wird machbar, wie wird nicht machbar, wie wir an, da waren wir, also in anderen auch gesagt, gehen wir ja letztes Jahr so eine Möglichkeit, eine Plattform, wo Lützeburger Betriebe dann können verkaufen. Wir hatten eine Informationsversammlung, waren nicht schrecklich viel Leute da, das war aber ganz gut, das ganz gut expliziert, wie das funktioniert, wie kann man, wie ich muss anlegen. Wir als Gemeng auch gesagt, wir werden noch interessiert mitzumachen, weil dem Moment von mir als Gemeng da bei Let's Shop dabei sind, werden dann noch Betriebe aus der Gemeng nehmen Tatschen, müssen bezahlen, was sie da wollen, dann dabei sind. Also da wollen mitmachen. Den selben Abend, den 23. September, hat dann der Chef oder eine Interview mit einer Arbeitsgruppe von der Landwirtschaftskommission an da sind wir Martine noch am Gang, ein flottes Projekt auf Beine zu setzen, für Schilder darum aufzustellen an der Gewähren, für auch die Leute ein bisschen zu informieren, was als Bauern so machen, wer dann in verschiedene Stücke wiest, und auch was da geschieht. Sie sind am Gang da zusammen mit jungen Bauern da Schilder auszuschaffen, und wir werden die dann aufstellen, das wir gesehen nächstes Frühjahr das dann stehen zu haben. Dann den 7.10. kriegen wir als Gemeng den Label von der Superdreckskirche, die war riecht, das ist um 5 Uhr am Centre Culturel viel gesehen. Ich weiß nicht, sind die Invitationen nur raus in der Gemeng oder dann noch nicht. Also auf jeden Fall den 7. Oktober ist das 5 Uhr. Und dann den 9. Oktober, Samstag, das ist der Kommemorationstag. Den haben wir das Jahr halt den auch noch ein ja ohne Kochtisch. Und das wie dann die letzten Jahre an der Kirche, an Denno, dann die Rede vom Bürgermeister, und dann gibt man auf den 2 Monumenten gibt man dann Scherben Italien. Den 18. Oktober da als eine Online-Versammlung auch für als Betriebe nach ein Keier Ivertäten diese können kreieren, das heißt, sowohl über Subventionshilfen, die sie generell können kreieren, auch noch nach über Covid-Hilfen, die auch nach teilweise eligibel, für die sie nach teilweise eligibel sind. Das wird aber online sein, da geht auch schreiben sie raus an der ganzen Gemeinde. Das ist dann immer für die Betriebe, wir haben uns gesagt, so können wir wirklich die besser erreichen, weil wir haben nicht so präzise Adressen von allen Betrieben, die an der Gemeinde sind. Dann den 22. Oktober kann ich auch schon viel vermerken, dass das Freitags, du hast 3 Uhr, wir dafür gesehen, dass dann die offizielle Abweihung von unseren 3 Häusern an der Schloss gewann an den 4 Appartementen vom 50 plus als Präsenz vom Logementsminister, den heute ist dazu gesagt für den Datum. Mir die Kritor nach dem nächsten Tag eine Invitation, alle heute schon präpariert. Vor allem, den 27. Oktober ist dann als nächste Gemeinderatssitzung 4 gesehen. Wir gucken für drun, aber nach mir hat ja gesund gegeben, eine Gewerbesetzung mehr für die 2 PHP zu gucken, die größeren PHP, die nach NRW sind. Und wir wollten ja den Masterplan von der Schule gucken. Als Urbanistin, die hat ein bisschen Congé, aber die als nächstes Forum da, und dann werden wir mal hier gucken, wie wir die Dossier proper fertig sind, und dann melden wir uns da, wie wir die machen. Da fängt den 1. Oktober, fängt 2 neue Mann, habe ich da dann auf der Gemeinde an, da senke ja der Robert Mannes, den am Sekretariat, dann dem Alain Hölleft, an den Rodrigo Claudio, den am Servicetechnik, dann als ein Techniker, als Urbanistin dann zur Seite steht. Was das Chantier noch geht, ich meine, du hast alle gut gesehen, dass seit Schule fängt, das ist alles wirklich normal, und das wirklich ein immenser Verkehr auf der Hauptstraße, Moyes, die wir meint so 30 wäre schon da, weil es käme mehr sehr wie man 30. Aber das Problem, wir sind am ganz gucken, wo das Problem hier kommt, staut schon teilweise zurück von der Roter Lut, von der Sonderaktivität bis Ruf. Da so immens eng am Straßenraum gesagt ihr noch, dass Bussen und so sich teilweise blockieren, sodass man muss noch weiter nach weiteren entwickeln. Wir gucken, wenn man der Lut, ob die Lut zumindest bei der Schule, ob die noch optimal funktioniert, ob ich da kann dann ein bisschen umregulieren, der neue Situation anpassen. Wie gesagt, wir sind am Gang da noch zu gucken, aber das ist natürlich klar, alles, was sonst noch über neu ist gefahren, also überall Schritte, das für die Molation Zeit durch Schritte rauf, sodass das eben viel mehr Verkehr an der Hauptstraße ist. Ja, was die Schule angeht, ein kleines Problem, dass natürlich die Schulbusse noch permanent zu spät kommen. Da sind als Service am Gang, man war ja schwer zu gucken, für einen speziellen Nachwert zu holen, um für die Evasieren,
Dat ist der Bus den Lo von den bei Schul könnt schon iwwer Straße den musst du auflöden dafür den beversieren den hast da schon zu spät wann net last geht du si immer am Gang dann noch eng Lesung zu sichern Kreizung evasieren as auch nach do si am Gang se muss nach Polsche op de Mitte war du nach Chantier dat gëtt am nächster Woche gesagt gife so wenn alles zo dat Tisch Kreizung wird zo den Stroßgellohn nach opgerat wann ihr vun evasieren und Minz bis op der Rezer seit bis bei der Pratel gëtt Stroß nach opgerat ënnen do wo du online Rotlut vu den Fußgänger iwwer wie belicht gëtt de mist theoretisch haut oder mai wäch kommen ich mein, müssen am asse wäch voilà. Dann mis dann erreisinn weil dat war fir die Sockelen zu setzen fir die Belichtung vum Fußgänger iwW an gut Post die also rival am gangen sowohl Kreos mecht überall Lächer op weil die verbannen hier ganz schief also hier trafo und alle guten die Glasfaser weil für Zukunft gedrummer mir wichtig mit dem ganzen Elektroauto und dann alles für eng proper Gestion zu ich meine, sie muss auch gucken wie wo wat für Strom gebraucht wird das dat für sie wichtig als Post die merken natürlich gesot dass man wollen am ganzen dürft gucken für Glasfasernetz proper auszubauen an Post die Verdolo nach immer foie Mächer fir zu gucken wieviel genen wo gene Leiien die nach frei sind die eventuell kind nutzen och all Chantier also all die Lächer die du opgemerkt die sind vun der Kreos du Post die wirst du beschéet die waren noch do die sich da geguckt fir zu gucken wat sie du nach können fir sich benutzen also das net einfacher Moment mehr wir müssen deel was du dadurch naja sie bleibt eng gut Zeit so an der das eben leid alles an dertrossen an der Verkehr hält net of an wir gucken dafür der Pecht aus dem ganze zu machen dann ja der hat gesagt dass man bei den Transportminister gemeint fir das Cert vom Park d'Aktivité eng kleine Information nach mir hun dem Basket von Hörstadt den huet auch 2 Plage Mëttes an der Sportzahl lokrit die waren nach frei an die dran der Gemeng war ungetruuden ob mir nach Plagen disponibel hätten weil auch viel Kameras als Gemeng die Basket spielen dann noch bei hinne sind dat ich mit so Plagen die sowieso net genutzt waren dann gin van dann enke die spielen dann auch beschieht ich mein soweit alles wat ich zu so hat ich gi Wi danach gin de Wi voll nach bis ziele wat ne gött am sie alle hin Wi dann hast du Ja, ich wollte kurz Purin vorgehen über den Club sehr daheim, ganz kurz über den SEPA. Wie ihr alle gut wisst, als vertritt Noranisch das Gemeng Schütter am sehr daheim. Ich wollte dir Schluss weisen, dass die neue Broschüre, die hört ja an alle Haushalt rausgegangen. Da konnte ich sehen, dass an einem neuen Format rauskommt. So dass sie können hier gehen, ein bisschen mehr Infoen an noch ein paar mehr Fotoen dran zu machen. Leider waren keine normalen Versammlungen konnten aufgehalten geben wegen der Pandemie, mehr über Videokonferenz waren aber trotzdem 4 Versammlungen. Unterstützt von dem Club Senior hat sich dann noch etwas getan. Ihr seht auf der zweiten Seite, dass den Herr Georges Müller Madame Kim Mondo ersetzt als Chargé de Direction. Hier fängt den 1. Oktober an mit seiner Arbeit und hat mir persönlich versprochen, dass er so schnell wie möglich mit denen Gemengen, die do vorkommen, mit der Chefferät, an Dono mit den Kommissionen, an aber eventuell auch zusammen, das gefällt gesehen, können zusammen eine Versammlung zu machen, für das hier allgemein kennenlernt. Von dieser Platz gebe ich aber der Madame Kim Mondo merci so, weil sie hat ja aber trotzdem auch für die Gemeinde relativ viel gemacht und ich meine, wir könnten hier alle guten viel Glück wünschen auf ihrer neuen Platz. Was den Sierdalheim betrifft, da habe ich dann noch ein paar Infoen.
Du hast den Personal, also 70 Mitarbeiter huet den Siedal heben. Dat heißt, von den 70 Mitarbeiter waren da bis für 3 Monate nimmen 82 vom Personal komplett geimpft, wo aber lo mit dem neuen Stand von Haut op Haut 89%, das konnte ich de Moie bestätigt, 89% komplett geimpft sind. Aber sie hatten an all der Zeit nimmen ein einzige positiven von den 70 Mitarbeiter. Eng Personalfeier ass leider da net zustande kom. Sie hunn awer doet awer de Komitee de Gérance mam firgeschloen, dem Verwaltungsrat firgeschloen, eng Prim vun 100 € un all Mitarbeiter ze ginn, so dats dat moll, also wie gesot moll 70 die 7.000 € ausgemerkt huet, an dëst ass mam Salär vum August iwwerwiese gin. Und dann das langjährige Personal, das beim Siedalheim dann schafft, das kriegt dann noch ein kleines Kado. Also für 10 Jahre sind 300 € überwiesen, das waren 3 Stück. 350 € für 20 Jahre, das war 91. Das ist aber weiter schwierig für Sie, für an der Zeit, an den letzten 18 Monaten hier 2 Foyeren also besatz zu kriegen. Wie ihr wisst, sind 22 Plätze zu Niederranven frei für den Foyer de Jour an 11 zu Sandweiler, die dem SEPA dann gehören. Da war es aber relativ schwer, das alles besatz zu kriegen, sodass da noch wirklich viele Plagen abstungen. Das wäre aber weiter nicht schlimm. Ich meine, das hat aber den Siedalheim aber gut geriert für das alles zu regeln. Denn, ja, die nächste Generalversammlung ist vorgesehen dafür den 11. November. Aber wo sie ist, das ist noch nicht klar. Das hat noch alles da, wie gesagt, mit der Pandemie zu dienen. Sie gucken, für mehr große Saal zu finden, für dann den Covid-Check zu machen. Dann wollte ich noch just etwas ganz kurz über den SEPA sagen. Am SEPA op Haut gesehen haben wir 135 Leute op der Liste stehen, was aber nicht viel geändert hat, ob Liste hin, was für 6 Monate war. Also da kommt jemand dabei, es ging davor dann so, ja. Okay, das waren ein paar Infos, die ich wollte gehen. Merci Vic für die Informationen. Da kommen wir zum ersten Punkt vom Ordre du Jour von der Sitzung. Da gibt es dann das Projekt Schulguard gehen. Da begrüßt man noch Michel Lefebvre aus der Schule und den Raymond Lenz aus der Maison Relais. Natürlich Madame Präsidentin Joel ist auch dabei. Nee. Voilà. Ich meine, wir schwätzen schon lange von dem Projekt Schulguard am Kader auch, wie wir die Schulhefte neu geplant haben. Wir haben immer gesagt, wir flott von Schulguard, denke ich, wir waren uns aber bewusst, dass nicht durch die Schulguard zu machen, dass auch ich muss darum kümmern, gucken, wie geht die Gemeinde, muss auch hier neu dran arbeiten, weil sonst, also du sagst, schon wüst aus. Und ich meine, du hast mal eine kleine Arbeitsgruppe zu kurz zusammen gesagt, für ein Projekt auszuschaffen, dann gebe ich Michel das Wort, für uns Datei kurz zu präsentieren. Ja. Okay, merci. Ich bin so bewundert mit den Sachen. Wir wollten ganz kurz auf den Ziele und Werte von der Schulgard gehen. Ganz kurz den Zusammenarbeit zwischen Maison Relais und ja, das könnt ihr nur. Da kommt es streben hin und drüber. Voilà, zwischen Maison Relais und Schule, eine Zusammenarbeit kurz erläutern und Raymond erklärt ich dann den Planning, wie das soll, oder der Plan, wie das soll ausgesehen und umgebaut gehen. Also ich merke, dass sie ganz klar an einem Schulgard kann lernen ganz viel. Sie lernen ganz viel Obst- und Gemüsezuchten kennen. Sie lernen, wo sie herkommen, wie sie wo es sind, dass sie nicht am Supermarché am Plastikfuß oder an der Küste.
Sie können sie selber umbauen, das heißt, sie kümmern sich immens viel drum und dadurch haben sie normalerweise auch mehr Lust zu machen und zu essen, wie wenn sie just daheim auf den Tisch kommen von der Mama, wo sie nicht immer so ganz der Freund von Gemüse und Obst sind. Und wenn sie aber selber damit sich ganz viel befassen, dann haben sie einfach eine andere Bewusstheit für das gesund Essen, für die Ernährung und ja, sind einfach gewollt, doch das dann zu sich zu wollen. Am Gart schaffen heißt einfach alle Sinne aktivieren, was immens wichtig ist am Lehrprozess von Kanner, am Anfang von unserer Guten. Wir sind einfach so gestrickt, dass alles, was wir praktisch umsetzen, das verhalten wir besser, alles, was wir mit Gefühlen verbannen, das ist einfach ein ganz anderer Lehrprozess. Das Gehirn entwickelt sich anders, dass wir verhalten nicht besser, wir verinnerlichen nicht besser. Und dafür ist es empfohlen, eine ganz, ganz flotte Aktivität für die Kanner zu machen. Zum Beispiel kann es geht nicht nur darum, für Gemüse und Obst zum Beispiel umzupflanzen und zu ernten und zu essen. Zum Beispiel kann ich auch all die Sachen, die in der Schulweg schlägt, so Mathe, Musse gehen in der Schulgart, Reihen aufmussen, Parallelen zählen, keine Ahnung. Es gibt so viele Sachen, die du kann umsetzen kann, er lernen, den Sinn an dem, was sie in der Schule lernen, nicht umzusetzen, annehmen, für was zu lernen. Sprachen genauso kann ich Adjektive Martine lehren, gibt mal Mülles, dickes, dünnes, hartes, nasses, war doch immer sicher an alle Sprachen, an alle Formen, das wirkt sich einfach anders, als wenn ich in einem Buch sitzt und das einfach auswendig du musst drummen, wie man das alle gut sind, schon müssen machen, in einer gewissen Zeit. Natürlich immer viel Bewegung für sie, viel frische Luft, weil immer ein guter Teil ist. Und ja, ich meine, wir sind auch ein Gemeng vom Klimaschutz, oder die das gerne unterstützen. Und ich meine, wenn wir uns Kinder das beibringen, dass wir Sachen selber können umbauen und Sachen selber können am Garten pflanzen und züchten, dann wird man unserem Klima schon viel Gutes tun. Dann just kurz zu Schulmaison Relais. Da war ja hauptsächlich immer nicht, die also du 100 geknallt hat. Wir haben auch schon eine Arbeitsgruppe bei der Seite stehen, wo wir also werden die nächste Woche mit denen zusammensetzen und ja, die ganz konkrete Planung, wie es dann am Frühjahr wird anlaufen, dann umgehen und planen. Also konkret stellen wir es halt so vor, dass Klassen und Zyklen aus der Schule sich mit den Zyklen, mit dem Personal aus der Maison Relais treffen, Projekte besetzen, gemeinsam sich darum kümmern. Und ja, wir hoffen einfach, du einen gut und flott zusammenarbeit. Voilà. Ich hab's vergessen? Nein, gut, dann ist dein Ding. Sonst schon mal merci, könnt ihr zwei reden? Merci, Micha. Ikon bringen. Voilà, da wäre dann der Plan. Da hat man dann mit dem Siegel zusammen geschafft, dass da von Azure abkommt, für mal ein bisschen über das hier zu gucken, was da von Problemen sind, aber doch von Chancen da wären. Und wie ihr gesehen habt, wir direkt auf der linken Seite haben wir schon einen kleinen Teil gemacht für als Crèche Sit. Da wird dann einen kleinen Chemin sensoriell gemacht, für das kann er können mal hier Sondermol schärfen in den Face. Und da können so als Wegesicht eine große Sandküste dabei zu machen, wo kann er sich wirklich dran austoben. An dem Teil oben links, da gibt dann aus Weide dann so kleine Häusische oder Tipier gemacht gehen, wo kann er sich dann drauf verstoppen oder da spielen. Und dann das gesehen für ein Gartenhäuschen zu machen, wo an einem auch eine offene Klassensaal dran ist, für man kann mal Aktivitäten dort zu planen. Natürlich auch Stockage für das ganze Gartenmaterial, was zugespart wird. Das für sich für einen Open Feierplatz dran zu machen, eventuell mit einem Deckel drauf für zu verhindern, dass zum Beispiel Jugendliche aus der Gemeinde sich zu viel an dem Sitio abhalten, für sich näher zu lassen. Voilà. Und dann innen du hast dafür gesehen, für die Zone der Kultur zu machen. Du kriegst all Zyklen, kriegst 10 Parzellen von mehr oder weniger 5 Meter auf 5 Meter. Maison Relais für zu motivieren, für die wirklich Stadtkräfte Schmatz zu helfen, keine eigene Parzelle. Und voilà. Was auch viel gesehen hast, das sind Hochbeete. Die sind dann innen längs, ich weiß nicht, du hast gut gesehen, an dem Obstbeam. Voilà. Du kriegst dann auch als Zickel kriegt er sein Hochbeet. Für die Küchen von der Maison Relais, du hast dann noch viel gesehen, für Aromaten anzupflanzen, wo man dann davon ausgehen, dass der Koch
dem Moment auch Gewürzer, die kann er selber gepflanzt sind, dass du den damit benutzt. Es gibt auch ein Kompost dabei gelöscht, wo wir alle Menschen hoffen, dass als Küchen da tatkräftig mit hilft zu kompostieren. Voilà, das wäre ein Grafen sich ein bisschen über den Plan. Wir hatten an der ersten Phase hat wir zusammengesetzt mit einem Herr aus der Gemeinde, den Herr Schmelz. Den hat auch nur der kleine Betrieb, und möchte seinen eigenen Sohn an den verkauft hat. Und den hat auch seine Hilfe unentgeltlich zugesucht, für uns tatkräftig zu unterstützen, weil sein kann auch an der Schule sind. Nur das auch zugesucht, die wir effektiv auch für zu starten, die wir als Sohn zur Verfügung stellen, gratis. Und die wir auch das Frieshecken, Hambier, Kreicheln, für rundherum sagen, für von Kanada Banne sehen, für das einfach das kleinste Knapp und wenn man ein bisschen eine kleine Auszeit da ist. Voilà. Und da sind wir wirklich ganz, ganz froh, dass nur das immens viel geholfen. Nur dass zum Beispiel aufmerksam gemacht, dass die Problemfälle, auf die wir da gefallen sind, wie wir Planung wollten machen, das sind die Dannebeben, die rundherum Südbüsse stehen. Du hast das Problem, die machen den Boden sauer. So, an Schulgrad für den Boden sauer ist, du weißt nicht ganz viel. Und dann denkt man, dass dort kann er relativ sehr frustriert sein, wenn du nicht weißt. Und da hat man ein bisschen geguckt, was da machbar wäre. Hat auch mal am Vierstag geguckt und dann doch gesagt, das wäre eine Idee für die, da vielleicht Wäsche zu machen. Und das mehr als evaluiert, für einfach kann auch um einen kleinen Lehrprozess und gehen zu bringen, dass man mit der Kanada an der Gemeinde, dass man beim Upflanzen gehen, für ihn ein bisschen den Zyklus ein bisschen beizubringen. Wir hören da etwas Wäsche und wir setzen dann einen anderen Platz neu. Du hast auch festgestellt, dass auch da ein Tür ist, 2 Türen sind, das sind das erste Problem haben, und auch ein Baum, wo am Fungol frischen drauf sind, die giftig sind. Voilà. Und so waren wir mehr oder weniger sehr eins, dass Gifter kann, dass das nicht zusammenpasst. Voilà. Das ist ein Sigelo, die Planung vom ganzen Gut. Voilà. Merci. Voilà, vielmals merci mal für die Explikation. Ich meine, wenn wir dich nach frohe Sinn, das wird flott, dass das wirklich wo auch der Vierste mit angebunden ist, den dann noch direkt hilft, das zu aménagieren. Ich meine, hier können wir zu das Garten heißen, hilft hier nicht hoch, sodass das dann alles problemlos gehen. War weiter, Sergio? Ja, also ich meine, an diesem Nummer geht es dann vielmals merci für die Präsentation. Ich meine, so wie das präsentiert hat, das schon wirklich am Leben. Und ich meine, dafür geht das Projekt ganz flott. Wir sind aber froh, dass das Projekt realisiert wird. Ich meine, das ganze Mentre von den Kanner, sowohl für die Schule wie les Relais. Merci. Ja, gut, ich meine, so wird keiner dazu weiter zu sagen. Ich gebe auf jeden Fall auch dem Arbeitsgruppe große Merci, so, weil wie gesagt, wir sind schon lange am Diskutieren. Ich bin wirklich immens froh, dass wir da endlich Leute haben, die sich da Zeit holen, für das proper zu planen. Und dann ist die Verzicht immens flott an, dass die manche Eltern daheim beim auch noch mussten gehen, aber wann kann er gewisse kriegen, wie flott das. Ja. Gut, dann sage ich danke, merci, dass ich noch Zeit geholt habe. Wir gehen danach zum nächsten Punkt kommen, an den Devio-Stimme vom Schemp. Du willst noch etwas sagen? Ich wollte ganz kurz etwas fragen. Kabanas vorgesehen im Plan mit 8 Meter auf 4 Meter, an der Devio 10 Meter auf 4 Meter. Ist das den Devio? Ja, den ist 10 Meter auf 4 Meter. Da wollte ich froh, was geht an uns Rückpalen? 8 Meter auf 4 Meter oder wie laut dem Devio 10 Meter auf 4 Meter? Ja, gut, okay, das wollte ich nur fragen. Und da wollte ich nach kurz nur fragen, das ist ein flottes Projekt und nicht dann noch für einen Moment. Irgendeiner sagt jetzt, was doch eventuell an das Gesamtgewerbe passen, ein Plus-Value bei der Schule für kann auf jeden Fall, das ist das Projekt vom Alpaka. Da hören wir nicht mehr, wo sind wir da drüber nicht ja, ich meine, das Projekt Alpaka, das muss man da ein bisschen viel weggeholt. Ich meine, den Devio soll auch im Morde du Jour dabei sein, den Projekt lief doch. Aber so, da war man auf der Konvention. Ich meine, du warst an der Reunion dabei mit der Maison Relais und du hast Maison Relais gesagt, sie gingen eine Konvention präparieren zwischen den 3 Partnern. Ich meine, das ist ein bisschen kompliziert wie Mutten an Gruppen für Südieren, die müssen aber gefüttert gehen, wo das Futter muss. Hier kommt so gesehen ganz große Responsabilitäten, die müssen aufgeklärt gehen. Caritas hat also versprochen, bis den halben Oktober ist da dran zu gehen, dass wir das Ende Oktober müssten dann im Mode Jour. Mit dem Projekt, den könnten wir auf den heute, das fährt dann nächstes Jahr im Mode Jour.
Gut, ich meine, du wie gesehen, bei 20.000 € für dann den Chapter, wo eben kann auch können dran setzen, was in ein offenes Klassenzimmer dann nennt, ob die 2 Meter mehr lang oder breit geht, das mein Stift und das alles selbst machen, dann das Guardematerial, das wird, ich meine, das ist schon ein bisschen abgefordert, am explikativ, den du Luch, was das alles ist. Forstarbeiten, das sind 1.000 €. Der Vierste ist man dann steht halt Geschäftskapital, das klingt höchst professionell, mit der scheint man aber just Friede Funktionament zu sehen, wann ein Karrierin in Sport bricht oder so, für dann das Geschirr an der Reize anzusetzen. Vielleicht mein Münden de wie von 25.000 €, die wir gingen aufstimmen, du hast ein kleinen Reserve dann dran. Du doch gesehen, wir mussten nur einen Artikel schärfen, den hast nicht am Budget, dass wir einen Artikel 410 abgefordert in der Schule. Und der Kredit den ist auch disponibel, weil der Konto von 2020 die schließt mit 16 Millionen auf, und ich meine mit 7,5 Millionen am Budget vorgesehen, sodass das auch kann finanzieren. Voilà, gibt man den aufstimmen, den der wie. Ja, jo, mal, das ich meine, du gerade an der Intro bist du gesagt, für am Anfang das Projekt vom alternative Schulhaft, den hast du am Anfang so aufgeschlossen. Du war am Anfang ein ganz fast Neng oder ein so Neng 4 gesehen, die am Anfang den dort den ganzen Areal beinhaltet. Du waren noch Menschen bei 350.000 € mit freien 4 gesehen. Den hast du de facto nie realisiert gehen, wenn du das Budget guckt, gesagt, wie wann die Gesamtmontor für die ganzen alternative Schulhaft ausgegeben hast. Voilà, wie hast du gegangen, dass die Suen voilà, ich meine, zweimal den nämlichste Projekt, also 2 verschiedene Projekte gestimmt haben im Gemeinderat für den nämlichsten Hit, wie hast das mathematische Projekt aufgegeben? Ja, bei den anderen Projekt, den als beisgelöst, den Projekt, da sollte ja so einen ganzen das sollte richtig großen Pavillon gehen, wo auch wirklich kann am Wand hat Kind Schulter gehalten gehen. Die Projekt den hast du nicht realisiert, weil man gesagt haben, wir machen den Masterplan für den Ausbau von der Schule, aber wir gehen nicht, bis wir den aufgestimmt haben, gehen wir dann nicht realisieren. Das heißt, das ist am Moment vom Durch, und wir müssen nur gucken, ob wir den machen, wie wir den machen. Aber die Projekt den wird nicht an der Form realisiert. Und dafür haben wir gesagt, wir machen Teil mal hier schon keinen großen Invest. Das ist ein Kaban, die in noch regeln, sind Papier, die Boden bleiben, hier ist ganz einfach gemacht. Und wir wollten für das Gesamtkonzept nicht, dass man für 100.000 € etwas abrichten, was Herr Noever muss geregelt werden. Also das leider dabei ist. Und dann attend wir mal Datei, weil da war eine ganz einfache Form ist. Das ist am Anfang die Idee. Aber die Suche sind auch da, die sind nicht weggehen. Man muss sowieso einen Dekont mehr von den Schulen haben, für das okay wird, dass wir noch da warten. Wir werden das dekontieren und dann im Kader vom Ausbau vom ganzen Campus wird man das dann matt machen. Ja, voilà, ich meine, wir wären interessiert für den Kontendenker von dem Projekt zu sehen, weil wenn in der Budget zu Summe rechnet, dann wären du relativ hohe Summen ausgegeben, obwohl den größte Posten am Anfang von der Phase 2 oder dann nicht realisiert gehen. Das sehen wir dann, wenn den Konten dann bist du hast. Was tun wir dann da ausgehen? Muss man mal gucken. Okay, nehmen wir gucken, wenn den Kunden sehr auf mich zu kriegen. Klappt das. Gut, da stimmen wir auf. Jean Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Liliane Ries, Ja. Serge Thein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Vic Back, Ja. Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Anne Joch. Voilà, merci. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es eine Anwendung vom Verkehrsreglement. Ich meine, wir hatten an einer Arbeitssitzung hatten wir schon ein Konzept vorgestellt, haben wir schon vorgestellt, was wir wollten machen an Sachen Parken. Und ich gebe Jessica Ballock den Aufenthalt begrüßen vom Büro Schröder Associé, hat wir da eine präsentieren, was den vorgesehen ist, wie wir am Anfang dazu kommen, zu den Proposen, die wir hier machen. Wir hatten da immer von links nach rechts ein bisschen Probleme gemeldet, was das Stationieren geht. Wir haben in den letzten Jahren eine Zählung gemacht von den Parkplätzen. Wohl wissen, dass wir an Pandemiezeiten wären, dass nicht alles am normalen Rhythmus ging laufen. Wir haben einfach gesagt, wir müssen ein Caps machen, weil wenn man nie Apps machen, fast KW entwickelt, hat sich alles an auf Basis von denen, was wir uns festgestellt haben, immer ein paar Änderungen, die wir wollten halt vorschlagen,
Und wie gesagt, mir hat ja auch gleich gesagt, auch bei der Präsentation, wir werden nach einer Karriere eine neue Zählung machen, soll sich herausstellen, dass die Situation sich geändert hat. Es sind auch schon Plätze, wo wir am Anfang gesagt haben, hey, du hast gar kein Problem mit Autos, die da stehen, wie im Großbur, wo da war schon ein Anwohner mal gesagt, da stehen aber auch schon da man ausländische Placke, wie gesagt, wir gehen diese Sachen noch, was wir heute stimmen, also mal stimmen wollen, hat mich halt proposieren, also mal einen nächsten Schritt, wo man dann auch immer noch flexibel bleibt, für da noch Änderungen zu machen. Gut, ich gebe also mal Jessica fortgehen, kann halt mal Präsentation machen von dem, was man. Ja, guten Abend. Ja, wie gesagt, wir hatten eine Enquete gemacht, eine Parkramitüde am September 2020. Bei so einer Parkramitüde geht es dabei, sich das Objektiv Donner über die aktuelle Situationen zu kreieren. Die Etüde hat mir natürlich auf dem Mund von der Gemeinde gemacht und auch natürlich auch Plätze, wo Reklamationen rausgekommen sind. Also immer die Etüde, wo man eben erreicht, dass man konnte gucken, wo effektiv Mesuren nötig sind und auch welche Mesuren vielleicht sinnvoll sind. Wie schon gesagt, ja, natürlich ist den September 2020 noch nicht eine Situation, wo man eine Situation von 400 Krise nach vergleichen Kind, muss ich immer berücksichtigen, dass so ein Parkraumetüde eine Momentenaufnahme ist und dass ich natürlich auch immer Situationen kriegen, wo entre-temps oder in Zukunft, wo sich Situationen verändern, vielleicht verschlechtern, vielleicht auch verbessern. Also das ist natürlich aber immer möglich, dass dann vielleicht im Nachhinein nur so eine große Etüde auch mal ein punktuell notzielen zu können und auch eventuell Mesuren anzupassen. Das ist nie ausgeschlossen. Genau, das würde ich heute weisen, also sich effektiv das Resultat von dem, was wir damals erreicht haben und was damals effektiv die Situation war. Eigentlich ist ganz kraft für so eine Etüde gehört Gemeinde an 8 Zonen angedeelt und 8 Tieren an den dat. Wir haben 820 Plätze insgesamt abgeholt und analysiert. Bei der Analyse, wenn man auswertet, gucken wir sich 4 Aspekte hauptsächlich, das ist eigentlich ganz sehr erklärt, wie viele Autos und wie lange auf den Plätzen stehen, wie viele Minuten lang die Plätze besetzt sind, dann dann die Rotation als dritten Aspekt, das ist, wie viele Autos am Schnitt auf enger Parkplatz stehen an einer Saturation, das ist dann wesentlich Belegung verdeelt über den ganzen Tag von einem Parking bzw. von einer Gruppe von Parkplätzen. Genau, die Einzeldetails von der Analyse, die von dem Gemeinderat schon in einer Arbeitssitzung vorgestellt, wenn es keine Stelle nicht am Detail darüber habe ich ein sehr Beispiel vom Parking bei der Kirche. Du gesehen zum Beispiel an unseren Diagrammen, dass es viel Kurzzeitparker gibt, es gibt wenig Langzeitparker, weil es auch Sinn für so ein Parking ist. Es gesehen, dass Teilchen von der Zeit aber immer Plätze frei waren und noch den ganzen Tag über Plätze immer zur Verfügung standen. Und noch die Rotation auf dem Parking war bei 3,15. Das heißt, dass sich aber immer eine Rotation da ist, was für so Parking gut ist. Dann habe ich ein beispielhaft, wie so ein Tableau dann ausgesetzt, wenn wir das ausgewertet haben. Und da ging ich auch schon zu den Proposen kommen, angefangen mit Schütter. Und als Analyse hat sich gewiesen, dass an den Sitten, also um Großbur, an der Ursch, beim Nissert, und noch oben an der Rue du Verger und auf der Rue Principale beim Cat-Hotel, dass da aus sich die Leute stungen, die wahrscheinlich auch da wohnen. Und da willst du mir da keine größere Mesure proposiert, weil es sich nicht viel Sinn macht, gegen eine Vignette anzuführen, weil in der Situation dadurch aber nicht andere ging. Genau, dann an der Rue de Neuhäuschen und an der Rue Principale bei der Optik. Und auch an der Kernischer Straße, da kommt mir raus, dass da immer eine Mischung war zwischen Anwohner, also männlichen Anwohner, und aber auch Leute, die da Klienten sind oder Visiteure sind. Und deswegen ging man da effektiv eine Mesure proposieren, wo dann aber auch punktuell für die Plätze geduld ist. Und dann noch zu Schütterurven eben bei der Gemeinde, bei der Kirche und beim Kirchfest. Da haben wir effektiv gesehen, dass du hauptsächlich Employeen parken an, aber auch Leute, die eben also Visiteure, die kommen für eine Kirche, für die Kirche, so dass du auch effektiv Mesuren betracht zu können gehen. Und was wir auch herausgefunden haben, ist, dass der Parking beim Handel im Kirchfisch relativ eitel war zu dem Zeitpunkt. Dann denke ich zu den Proposen konkret für Schütter. Da haben wir effektiv festgestellt, dass um Großbur zwar hoher Parkdruck herrscht, allerdings war der Parkdruck zu dem Moment indiziert von den Leuten, die da wohnen. Trotz alledem haben wir proposiert, für 3 Plätze zu holen bei der Spielplatz und auf 3 Stunden zu limitieren mit Disk für Leute, die effektiv just bei der Spielplatz wollen, die Moment dann aber trotzdem eine Chance für einen Parkplatz zu kriegen und dann nicht blockiert sind durch die Leute, die dann an der Straße wohnen. Und du willst dann eben noch just 3 Parkplätze. Ein bisschen eine ähnliche Situation Optik.
Die Argumentation ist ähnlich. Du bleibst mal bei der 15-Minuten-Limitation für Visiteuren, für du auch, dass die Situation nicht entsteht, dass die Leute, die du an der Gegend wohnen, die Parkplätze holen und sich dann lang dahin stellen und die da komplett blockieren. Also bleibt die Möglichkeit, dass die Leute, die wirklich an der Optik ja kommen, rausgehen, rauskommen, die für die 15 Minuten durchstehen können und dann weil anderen weiterfahren. Und das dann noch ratiert. Ähnlich auch an der Rue de Neuer sind an der Kärntner Straße, da auch eine Limitation auf 3 Stunden mit Disk, eben für dann noch die Visiteuren eine Chance zu geben, für parken zu können. Ja genau, voilà. Und auch ähnlich hier auf den 2 Parkingen, für da auch dann die Rotation beizahlen, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen zu verbessern, dass effektiv die Parkingen da sind für die Leute, die an die Kirche gehen, für die Leute, die an den Bistro gehen, die auf die Kirche kommen. Und da wächst dann noch hier eine Limitation von 3 Stunden mit Disk. Zu Münzburg angefangen, so eine ähnliche Situation an der Rue du Château, im Schloss W, an auf den 2 Plätzen an der Rue Principale, die hier gewesen sind. Da hat man auch effektiv an der Analyse das Resultat gekriegt, dass da wahrscheinlich die Leute parken, die auch da wahrscheinlich wohnen. Und da wächst dann noch für den Moment auch keine Proposen für Mesuren. Bei den Parkingen rund um Goa und noch rund um den Fußballsterrain haben wir auch keine Mesure geholt, weil die Parkingen ja ein bisschen Genre Park and Ride sind und das sollen sie auch halten, aber wenn es da limitieren geht, dann verlieren sie den Charakter. Und bei der Schule konnte man raus, dass der Kiss and Go sich gut funktioniert und dass zum Beispiel auch die Parkplätze beim Bäcker, die haben wir an dem Kader nicht geguckt, weil die nur an dem Kader von der Vitesse 30 Stunden draufhalten und dann an dem Moment dann eigentlich geguckt muss ich gehen. Und sie kommen auch schon zum Parkaktivität Sierdal. Durch das Analyse gehen, dass da ganz viele Langzeitparker sind, wodurch das Problem entsteht, am ganzen Parkaktivität, dass Visiteure Schwierigkeiten haben, für da effektiv Platz zu kreieren. Und du winkst du mir auch effektiv dann für da Parking Payer anzufeiern, ob den 2 Parkplätze 4 und sich ob der Rue Gabriel Lippmann über die ganz lenkt, ob maximal 10 Stunden, aber für die Leute, die da schaffen, da trotzdem dann können stehen, auch noch zu einem ganz geringen Stundenpreis. Für aber so auch zu weisen, dass man los ist, Leute nicht, weil Strophen da mehr, aber dass er trotzdem einen gewissen Preis hat, für durchstehen zu können. Und auch mit der Möglichkeit von einer sogenannten Brötchentaste, die sich bedeutet, dass den 30 Minuten lang, wenn ein Ticket sieht, die 30 Minuten vielleicht steht. Eine Ausnahme sind die Plätze H4. Die gingen auf 3 Stunden limitieren, zu einem leicht mehr hohen Stundenpreis, eben für die Situation mit den Visiteuren zu verbessern. Dass man da eben die Möglichkeit haben, dass Leute, die dann nicht da schaffen, an 10 Stunden da wollen stehen, mir just kurz kommen, dass die dann effektiv auch die Möglichkeit haben, inzwischen zu parken. Weil die 10-Stunden-Limitation dann noch über die ganz lang, ganz Europa, bis bei den Wallenborn mit Europa, ja. Genau, Parking Payer bedeutet gleichzeitig auch, dass die Rotateure müssen gesagt gehen. Da wären wir heute für die ganzen Sit, wären wir auf 10 Stück, pardon, 9 Stück für die 10 Stunden und für die 3 Stunden. Da sind wir aktuell am Gang mit gucken, wie das am Detail realisieren kann, auch eventuell mit digitalen Lösungen für Call to Park, mit einer App oder so. Am Moment gesagt, da war Leute so ist, also Lernstorodateure selber können den schwer einfach wegen der Inklusivität, denn trotzdem muss eben für die Leute die Rodateuren zur Verfügung stellen. Und natürlich kann ihn aber dann parallel begleiten, digital Mesure schon mal holen, für das dann auch zu unterstützen. Genau, ich denke gewisse, wo die Rodateuren dann die Stuhe misten sollten. Und genau zusätzlich hat mir dann noch proposiert, für dann die Livraison noch zu limitieren, ob der da herstellt, den du einfach per Livrationsplätzen hört, dass da doch kein Problem entstehen. Weil heute noch schon sehr zusammengefasst, also die ganzen Mesuren, die ich gerade erklärt habe, denke die 3 Stunden Limitationen im Großburg für die 3 Plätze, Kanischer Straße, Trüde Neuhäuschen, wie auch dann die 2 Parkingen, also der Parking bei der Kirche und entlang stand der Kirche, der Parking hinter dem Kirche ging unreglementiert bleiben, dann die 15 Minuten bei der Optik und dann eben denke die Parking Payer Parkaktivität sehr doll. Und dann habe ich denke an der Übersicht noch denen es haut nur sich geht. Da sind einfach die sämtlichen Sachen, die ich auch gerade abgezählt habe, denke niedergeschrieben, denke abgelöscht, genau wo sie sind, werde das. Und voilà, also da geht es sich darum, wie anderen dir vor mir punktuell Mesuren zu holen, an der Partaktivität dann effektiv dann der Payer. Voilà, dann habe ich vielleicht noch kurz ein Planning. Am Juli war ja die Arbeitssitzung am Gemeinderat, wo das ganze Konzept vorgestellt wurde. Haut wären wir dann eben beim
votieren vom Konzept, da kind den effektiv am Oktober kind den dann de Budget für die Rodateuren, wo dann wie gesagt, wir sind gerade am Gang mal gucken, wen die Rodateure kind umsetzen, also sobald die Dose kind den dann am Terrain effektiv umsetzen. Ja, merci. Voilà, vielmals merci für die Präsentation. Ich meine, dass ihr klar gesagt habt, sind just punktuell Maßnahmen am Dorf, die wir wollen holen. Da ist eine gewisse Flexibilität dran, wann man Situationen müssen adaptieren. Die hat auch gesehen, den Avis von der Verkehrskommission, den auch nicht unbedingt, nicht mit allem direkt d'accord waren. Sie haben verschiedene Remarken gemacht. Unter anderem wird Beschränkung, wie gesagt, Beschränkung geht. Sie gesagt, wir sind am Anfang Parkraumkonzept, haben wir am Anfang genannt. Aber Parkraumkonzept, meine ich, das ist noch nicht ein riesen Etüde, ein riesen Konzept. Das am Anfang hauptsächlich mal auf Basis von allen Reklamationen oder von allem, was leider ist gesagt, und haben eine Analyse gemacht und wir gesagt, komm, wir gucken, auch mal ein Minimum von Mitteln dazu machen. Ich meine, das immer dass die Frage könnt, für was man dann nicht Parking residentiell, aber das ist ein riesen Aufwand. Auch gehen die Leute dann aus der Gemeinde, das heißt, du musst jeder noch Vignette kriegen, das ist alles nicht so einfach. Jeder stellt sich das ganz einfach vor. Aber wir haben aber festgestellt, dass die Probleme sich nicht so riesig wären. Bei Diskussionen, die wir eben haben, dann also im Großburg, wo die Leute schon nicht viele Parkplätze haben, wo da gesagt wird, dass die Parkplätze weg. Ich meine, die haben die dabei waren, wie wir die Spielplätze geplant haben, die wissen genau, die 3 Parkplätze da sind demnächst extra gemacht für den Spielplatz, wo wir auch gesagt haben, können wir limitieren die dann an der Zeit. Das heißt, wenn ihr auch bei Sie auf Besuch könnt, wenn man die Kanner spielen zu gehen, das heißt, da sind dann 3 Plätze, die da eben frei sind. Und das ist auch nicht mehr von 8 bis, ich meine, das ist an der Zeit limitiert. Das ist auch nicht offen, können die Parkplätze genutzt von den Bürgern aus dem Großburg, die können da ruhig dann hier Auto und dann noch hinstellen. Wie gesagt, wenn natürlich kritisiert ging das von der Verkehrskommission noch den 30.09. Aber da haben wir gesagt, da war die Situation aber halbwegs normal nicht. Mit Leuten konnten am raus, Leute sind am Dealweise arbeiten gegangen. Da haben wir gesagt, komm, wir machen das, weil sonst dauert das Jahre an der Geschichte nicht. Dann, ich meine, wie gesehen, wie sehr dann aber bemal Probleme da kommen. Was dann zu der Aktivität geht, ich meine, du hast auch gesagt, für da mal zu gucken, da wäre ja nach bei den Betrieben auch nach Parkplätzen, da aus einer Zeit sind auch schon die Etüde gemacht, das waren immer Diskussionen, dass da noch auf so viele Plätze idle werden, das ist aber nicht so, da sind aber die Firmen, die ihre Leute auch teilweise Plätze gehen, wir haben mit Firmen geschwärzt, die dann noch Leute einen Platz geben, wenn die zu 2 oder zu 3 zusammen schaffen kommen, da kriegen sie Platz für nichts, dann gibt es ganz viele Initiativen noch da. Das natürlich Knappheit, die an der Sonderaktivität wir haben noch Martine geschwärzt, ob der letzte, wenn man die Reunion da hatten für eine längere Woche. Sie so noch, was wichtig ist, dass die Parkplätze nicht permanent belöht sind, dass nicht Leute die Auto durchstellen und dann am Buslo die Findel fahren oder politisch fortziehen. Und hier froh ist natürlich, wie kriegt er das auch kontrolliert, dass nur 10 Stunden dann regeln. Für 10 Stunden da auch lange hin und her diskutiert, wo man gesagt hat, muss einfach so sein, soll ja aber trotzdem sie für die Leute, die da schaffen, dass dann aber nicht auf 8 Stunden limitiert, dass da springst du aber musst schon am Rennen, da sehen aber dann nach oben muss 1 Stunde weiter schaffen, steht sein Auto aber sicher damit. Soll aber einfach so sein, dass das sind einfach Parkplätze, die allgemein gebaut sind, die sind noch nicht geduld, die waren immer geduld für die Visiteuren, die an die Zone kommen sind, die waren nie geduld für die Employeen. Ich meine, all die Neugebäude, die gebaut gehen, die bauen auch nach Parkplätzen, könnte man gesagt, mit Mannerpark gingen, weil dann vorhin Leute man öffentlich Transport. Für drinnen nicht gesagt, öffentlich Transport ist ohne Dividend, da sind wir auch am Gangen, für das zu amelioриeren. Und das ist ja auch nicht wie bei einer großen Fabrik, wo die Schicht hält, aber die für Themen. Also die Leute, die müssen nur was lang schaffen und so, aber bis auf das 10 Uhr geschafft wird. Und da soll ich am Bus am Zug auf Metz fahren. Ich meine, das ist einfach nicht machbar. Und wie gesagt, sind noch Betriebe, die als gesagt haben, als Leute für verschiedene Leute ist mir wichtig, Parking zu wie ein bisschen weiter an der Paar Jahren. Wir probieren eine Lösung zu finden, wo man noch nicht direkt in Strophen, wo man gucken, für das Situation aber noch nicht eskaliert, dass die Parking nicht mehr genutzt wird, für den Bus zu holen, für den Staat zu fahren und so weiter. Da war nach
für de Neuhäuschen Rüde Kernach, wo dann Kommission noch proposiert hat Parkdauer op 2 Stunden zu setzen müssen op 3 Stunden gesagt, ich meine, dat mischt auch okay großen Unterschied. Dat heißt, 3 Stunden du kann in der Ruhe an ein Restaurant gehen oder bei der Coiffeur oder was auch immer, das müsste klappen. Für der Kirche, ja, du eben noch gesagt, komm wir limitieren wirklich Kircheplatz, dass die Leute, die wollen bei den Doktor gehen, die an die Kirche gehen, dass die können sich da hinstellen, dass die nicht müssen darüber auf die Parking rennen und rumkommen, an die Mäuse, die bei uns schaffen. Ich meine, die können ein Auto darüber stellen, kommen rup, das dürfte kein Problem zu sein. Voilà. Ich meine, das ist so weit, dann, ja, die Kommission regt dann natürlich schon herum, dass wir als Beamten, als Personal sollen urregen, für da mit dem Velo oder so zu kommen. Da machen wir, wir müssen eine Dusche, sind doch die kommen mit dem Velo regelmäßig. Natürlich stimmt von wo wir können, das ist das auch schwierig. Mit dabei als Nachbarstadt, die kommen sogar von ganz weit mit dem Velo. Also ich muss sagen, das ist auch nicht so, dass die los, ich gehe alles führen. Dasselbe ist das auch gesagt vom Schulcampus, du hast auch gesagt, das Lehrpersonal soll man Bus kommen oder man möchte Transport auch für die, also nicht im Rhein, für oft diese Sachen, die sie müssen mitbringen, mitholen, für hier Kuren und so. Und sie schaffen natürlich auch alle gut und regelmäßig so freie Stunden, wo sie dann auch müssen fort. Dafür du hast auch kein größeres Problem, die nächste Problem, die wir teilweise hatten, also eben das Auto ewig an der Dave-Garage stehen. Das hält sich ja wohl nach Grenzen und da hat man gesagt, gibt man dann gucken, wie man das irgendwo geregelt kriegen, da man eine Barriere oder so, da muss man gucken, wie so schlimm ist das aber auch nicht unbedingt. Voll an, ich meine, der Rest, gibt mir mal proposieren, das heute in dieser Form aufzusehen, an die Rodateuren da hinzusetzen. Und da guckt man, wie die Situation sich entwickelt. Und wie gesagt, wir sind immer noch flexibel für zu passen. Im Moment probieren wir mal ein Minimum von Mitteln da zu machen. Und nicht direkt auf ein Parking residentiell zu gehen, weil, wie gesagt, wirklich ein großen Aufwand ist. Voilà, sind dazu sonst noch Anmerkungen oder Fragen? Schon am Anfang froh hält dat dort op dem Territoire vun der Gemeng Schëtter op oder geht dat weiter as dat mat dann in der Rand von der Gemeng eventuell aufgeschwert, dass déi dat nämlich Konzept will niveauholen an der Sonderaktivität zum Beispiel. So an der Sonderaktivität mehr sind die do Parkingen gemerk hun am öffentlichen Raum. Demos sollte man in Rand summmen dat gemerk gesinn, dat awer iwwerdriwe von dann ho kein gemerk an bei hinnen als Schustroos tritt mé erst net dat bei hinne spielt dat gënne. Ja, voilà, merci. Ja, also ich meine, wir hatten den Avis von der Verkehrskommission, ich meine, das ist gut, dass den präsentiert hat. Ich fand den Höld aber ein ganz drei Punkte, die aufgezählt gesehen, trägt die mir auch fanden. Also ich meine, ein Datum von der Erhebung, ein Tag an der Zeit, wo stattfand, ich meine, da fehlt ein bisschen in der Repräsentativität für ein wirklich konsequent Parkraumkonzept auszuschaffen. Ich meine, wir sind ein bisschen mehr surveillieren, mir regelmäßig surveillieren und auch auf verschiedenen Wegen, für da wirklich die nötige Informationen zu haben, für ganz Konzept auszuschaffen. Etwas hat auch auf hier nicht gesagt, ich meine, weil alles auch immer relativ wichtig ist, dass wir hier einen Garçon Petre, den am Anfang den Kontrolle hat von dem Reglement de Circulation, hat seine Aufgaben hört, dem er voll beschäftigen. Ich meine, da wäre auch wichtig gewesen für die Statistiken, wohin hört, wo hier viele Infraktionen feststellt, wo viele Probleme sind. All den Input, den aber schon über 2-3 Jahre gesammelt wird, dass den auch halt müssen an die Etude ablesen, weil ich meine, das ist aber eine wichtige Informationsquelle, für zu gucken, wo ihr ein bisschen noch mehr aktiv agieren und nicht, und das soweit mir das gesehen gar nicht berücksichtigt ging. Ein anderer Punkt, den wir festgestellt haben, das ist am Anfang an der ganzen Etude, da gibt ganz viele von Parking illicite geschwärzt, das wären so Parkingen, die nicht angezeichnet wären, wo regelmäßig Autos drauf gehen verstehen. Voilà, das wären der Parkingen, sind sie illegal, sind nicht illegal. Ich meine, schon das verstanden, dass das nicht so ganz klar wäre. Für uns wäre es klar, wenn es eine Grauzone gibt, da wäre es besser, die zu klären, für das noch den Garçon Petre da klar kann durchgreifen und dass das doch klar wäre für die Leute, die an den Straßen wohnen, wen der vorparken und da gibt es viele Diskussionen evitiert gehen. Da vielleicht zu einzelnen Mesuren, ich meine, im Großbau, du geht gesagt, okay, dann machen wir 3 Stunden Limitation, für das Leute können auf den Spielplatz gehen. Mit dem Argument, da können die Leute auf den Spielplatz gehen und dann machen wir das aber just Montags bis Freitags von 8 bis 6 Uhr. Also ich meine, Montags bis Freitags, morgens
meins mit was Freitags mit als Mensch nie ein Mensch auf der Spielplatz, die sind die allermeisten Kinder entweder an der Schule oder sie sind an der Maison Relais. Die Ältere schaffen noch, dann sind sie oft an den Vereinen. Natürlich mir fairen am Anfang eine Mesure, wo ich nicht wirklich schweiß, wenn der rationell davon ausgeht, so, da können Leute auf den Spielplatz kommen. Ich meine, das ist nicht das Problem, weil wann dann aus der eine Diskussion, die der Weekend stattfindet, dass die Ältere wollen den Weekend mit ihren Kindern Geburtstag feiern oder Leute besuchen und dann hinkommen. Und der Weekend ist das nicht limitiert. Dafür fand ich nicht, oder verstehe ich nicht, wo der rationell ist, für zu sagen, wir feiern das an der Woche von Montag bis Freitag von 8 bis 6 an. Den anderen das bisschen die Limitationen für an der Rüde Kerner, Rüde Neuhäuschen oder auch die Konzept von den Parking Payer an der Zone industriell, das fährt an Fan Konto dazu, das schüste Problem sich wahrscheinlich verlagert, weil an der Rüde Kerner, wenn du nämlich nach 3 Stunden erst parken und das Personal, was dann bei Doktoren und am Artikel oder beim Restaurant oder beim Koffern, egal wo, schaffen, da gehen sich einfach so ganz das Parken, wo sie die Limitationen nicht tun, und da verlagern wir das Problem just an die anderen Straßen, die an der Acht oder an der ganzen Straße leiden. Ich meine, du gehst auch mal Postgänger wie mir einfach für Ruf zu kommen. Das ist mir verlagern das Problem am Anfang just. Und da ist eben dann das, okay, vielleicht sogar gut gesagt, das kein Konzept, da nicht gut durch für Konzepte machen. Ich meine, bräuchte ein Konzept, weil das verlagert das Problem just an kreiert dann neue Tensionen an denen Nervenstraßen, wo dann das Problem hingeht. Voilà, und ich meine, nämlich das auch an der Zone industriell, ich meine, das ist Langzeitpark von einem gewissen Betrieb, die durchstehen, wo anscheinend das größte Problem wäre. Ich meine, das ist klar, wenn die müssen bezahlen, da werden sie einfach hingehen und dann hören sie ein Auto und da parken sie dann wieder auf dem Schulcampus oder sie parken bei den Fußballterrain und dann haben wir da Parkplätze ganz blockiert. Für uns fehlt es ein bisschen an der Vision, wo man haut, ich meine, das, was man haut, da geht von hier stimmen, das geht just das Problem verlagern auf anderen Plätzen und da sitzt man in einem halben Jahr, in einem Jahr am Hai für eine Solution auszuschaffen. Ja, ich meine, was das Problem verlagern nur geht, das ist sowieso, ich meine, wir haben die ganze Kreis Gas, wenn wir das gucken, da sind Kommerzen. Und das große Problem von den Kommerzen ist, dass da öffentliche Parkplätze sind, wo ich kann sich hinstellen, da geht in an den Kommerz. Das ist nicht geduld für das Betriebe sein Personal, Betriebe Personal da parkt. Und das ist kein Problem, wenn die an eine City parken gehen. Ich meine, wenn das von an der 8 vor am Dach, ist das von, du sie Parkstreifen für Wetzel und du nicht können Auto parken, die Steuern gehen. Ich meine, auch die Lehebirg, auch Leute, ich meine, was Spielplatz so geht, kann ich noch am Lehebirg parken. Die Parkplätze, die wir da wollen, zum Beispiel im Großburg, reservieren, das hauptsächlich für zu gucken, dass das lohnt an der Woche irgendwelche Leute, die den Bus wollen, durchstehen, wie das von Mama mit kleinen Kanner oder mit, dass die können da parken. Ich meine, die großen Kanner, die an die Schule gehen, die kommen oft durch mit dem Velo oder so. Das ist einfach gesagt, gehen, die Parkplätze waren gedurcht für die Spielplätze, das war von den Anwohnern damals gefordert gehen, dass sie einfach so eine Möglichkeit tun, da hin, da können sie kommen mit kleinen Kanner, der Velo reist zu vor sein, was den Dingen, das war Punkt, die. Wie gesagt, was Verlagern nur geht, wir sind uns bewusst, wir hatten ein Problem schon früher, wie ein Großsport an der Sonderaktivität war, hat man an der Rue du Château ein großes Problem, weil die alle gut da geparkt haben. Dann haben wir da ein Reglement geholt, wo wir gesagt haben, der Parking an der Rue du Château, der wird limitiert, haben wir aber noch nicht brauchen, dann umzuwenden, weil eben einfach der Betrieb fortgegangen ist. Und da war das ganze Problem gelöst, das heißt, das nie appliziert gegen das Reglement, weil das sich von selber gelöst hat. An der Sonderaktivität, ich meine, da als der Betrieb, den nur geschwärzt ging, ich meine, die musste eine Lösung finden für die Parkplätze, die Kommission, die sieht, die Chauffeuren, aber auch der Betrieb, der verlohnt den ganzen Büro und den hat alles verlohnt, wenn er auf seinem Sitz hat. Ich meine, den hat, muss eben gucken, wann ein Chauffeur hat, dass er einen Parkplatz zur Verfügung stellt. Oder so sind zwischen nicht an so Terren, da muss gucken, dass er da Platz möchte für das Auto und respektive ein Nachwert organisiert für seine Leute. Ich meine, das ist alles machbar. Das klar, wir werden, wenn wir gesehen, dass das sich die Problematik sich verlagert, dann muss man da auch agieren. Und wir wollen also alle gut in der Menge immer eins, dass man nicht eine Parking residentiell aufhören, bis es wirklich nicht mehr ernst möglich ist. Und das ist immer ein neues Ziel. Wir wollen das Teil mal probieren. Wenn wir merken, dass das zugeparkt wird, gut, dann muss man ein bisschen erholen. Dafür sind wir ja bei 20 Cent. Ich meine, das kostet nicht enorm viel Geld. 20 Cent, das den Stunden, das ist schon nicht viel. Und ich meine, da müssen wir wirklich da können leisten. Also, Propos ist, einmal da anzufangen, gucken, wie entwickelt die Situation sich, auch die Sache zu zählen,
auch gucken, du hast selber gesagt, beim Fußballsterra sind da massig Parkplätze frei. Du kannst doch ruhig aus der Sonntaktivität ihr Auto an bei der Fußballsterra stellen, mit einem Auto an Zonen fahren, da gibt es auch Möglichkeiten. Du musst die Leute dann noch mal dahin orientieren. Mit auch die ganze City, da sind überall Parkplätze. Ich meine, das sind ja nicht die Leute, die Parkplätze, die da wohnen, die ja sie von öffentlicher Hand finanziert gehen, von da am da ein Auto steht, das steuert geht. Natürlich, weil immer Stroh so ist, dass von einer Besuch könnt, dass kein Platz mehr findet. Das ist so ein Ziel davon. Die Problematik besteht am Moment noch nicht. Dann, wir müssen gucken, wie das sich entwickelt. Dann, die war für mal einmal dünn zu fänken, dafür haben wir das, wenn wir das Teil mal proposieren, das so aufzustimmen. Und dann gucken wir, wie das geht. Auf die Statistiken geht ja von unserem Agent municipal. Erstens kann ich nicht, ich meine, haben wir nicht genug Statistiken, die geht hier bei der Polizei an, und das von den Zweiten. Zweitens ist es so, dass das Problem mal, die Leute stehen da, und die stehen da illegal, da, weil an der Sonderaktivität steht, 14 Tage, da steht der 14 Tage. Da können wir hingehen, und da können wir theoretisch noch 2 Tage müsste regeln, steht im allgemeinen Verkehr, da muss man aufschläfen lassen. Da ist alles la mer à boire. Waren noch nicht da, also ich meine, es sind auch kein riesiges Problem. Es kommen Planten von, also Planten, die Leute, die beschweren sich, da geht es darum, daneben Mollet Passion. Aber allgemein also auch relativ tolerant, da geht auch relativ gut mit den Leuten. Mit der Problematik also eben einfach für verschiedene Plätze, wo man dann von den Geschäftsleuten in der Kreisgas gesagt kriegen, hier geht alles zugeparkt, dann ist mir kein Klient mehr, die bei uns mit kommen oder oben fanden es keine Parkplätze. Das war ein Punkt, wie gesagt, an der Sonderaktivität. Ich meine, jeder von den am Dach da durchfährt, andauernd stehen irgendwo Kamion oder Auto, und jeder in den kurzen Zwisch rausspringt. Die Leute, die so ich von die werden nicht mehr hin, weil da soll man einen Parkplatz zu finden. Und das sollte nicht sein, dass die Parkplätze sie finanziert von der Gemeinde an für die Visiteure, die da hinkommen. Und das ist am Anfang die für das Lo so zu machen. Und, gut. Das heißt Propos Champ. Ja, schön. Frauen, wir hatten ja die, wo wir darüber diskutiert haben, über das Reglement. Und da haben sie proposiert, dass zum Beispiel bei der Fußballsterra am Heihanner der Kirche gibt Schuld kommen, dass die Leute, die sich da sitzen, wenigstens wissen, was das bestehende Reglement ist. Die wissen das ja nicht. Weil gesagt, das gibt geguckt, die für die Schilder dann durchzusetzen, ob die großen Parkingen, wo ohne Ticket ja noch nicht ist. Einfach da, dass die Leute, die hinfahren, wissen, da 36 Stunden stehen, da warst du legal, da war es nicht, dann musst du vorne, ich hatte das gefragt, ich habe gemeint, die wäre schon gesagt, die ist gesagt gehen, da wollte ich ganz kurz, aber nicht ob ein kleiner Error vielleicht aufmerksam machen, am manchen Platz wird geschrieben, da wäre ein Emplacement für Handicapierte und dann ob der Schund, da sind da 2, das ist einfach nicht ein Bild, was altes geholt wird, durch den überall 2 Plätze wären reserviert, an dem Text steht aber nicht eng. Das ist ein Kleinigkeit, mir das wüsste von Nintendo möchte das nicht natürlich erkennen. Da wollte ich nach so zu der Industriezone. Ja, das ist nicht einfach. Aber wie am normalen, wie die Pandemie war drin nicht mehr einfach mit der Situation, weil der viel von daheim geschafft haben. Mit das aber so, dass du auf einer gewissen Platz ein Auto stehen 42 Tage schon rennen, auf einer Platz. Und das muss ich wirklich aussprechen, das sind Chauffeuren, die an Europa raus sind, in ganz Europa, die gar nicht da sind. Wenn du einen Taxi gefahren hast, von 0,20, da kannst du das nächste diejenigen, die an der Manst verdienen, die wirklich da sitzen, haben sie gesagt, sie sitzen am Rundpunkt, wenn sie hier Wäsche machen, wenn sie da kochen, wenn sie mal rum sind. Das sind Leute, die Menschen, die nicht wollen, was Gehalt belangt, dann müssen sie nach 0,20, ich meine, das wird nach 2 Euro den Tag bezahlen, wir können dort zu halten, und dann müssen wir nach, weil regeln. Froh, nicht eng froh. Aber wie funktioniert das? Die sind nicht dafür, ein Ticket zu holen oder das zu machen. Oder müsst dann irgendwie von der Firma einen Schlüssel von allen Autos holen, für dann ein Ticket, 100 anderen Dinge. Ich weiß nicht, ich wollte fragen, wie gibt das dann überhaupt funktionieren, wenn es gibt, so angefordert gehen, die für Gewicht, also proposieren, die Jean doch schon wenig gedeiht, für mit dem Betrieb ein Gespräch zu führen, weil, ja, hört dem uns ganz großen Terra kauft, es mir doch vielleicht möglich sind für die Leute, die da bei ihm da gut Arbeit leisten, noch vielleicht auf kleine Dinge zu holen.
Hier ist ein Beispiel von Gleichheit von der Bier. Ja. Du warst auch ein Sozialsache, um dann zu feiern, bei denen Leute da. Mehr muss am ganzen Dorf von einem angefordert wird mit einem Ticket oder mit dem muss bezahlen. Da muss halt einfach noch angehalten gehen. Wir haben mit dem Proprietär, mit von der Firma da geschmarrt gehen, ob da nicht eine Möglichkeit wäre, für das adäquat und gut zu lesen, dass wir eventuell auf seinen Terra die Leute von ranlassen, weil die anderen Platz nach Jöwen, auch wenn die ein Ticket kriegen, so. Haben sie aber nach allen Tag da kriegen die anderen Leute, die haben Lohnes all Tag da durchfuhren, auch kein Platz. Dafür, das ist kein einfach Sache. Mich dürfen daran erinnern, oder ich daran erinnern, dass sie das machen. Da könnten wir dabei, wie der Jean-Paul gedeiht hat, sie können auch bei der Footballsterra führen, und dann davon aus, da gibt von die 20, 25 Autos noch den ganzen Weekend bei Footballsterra Parking stehen. Das heißt, da wird ja gratis, aber das ist ein Problem. Da geht man gucken, wann die kommen. Die haben so Kübel meistens, weil die hier die erste mitbringen, Getränks mitbringen, was an der Ferne aus der Rolle, wenn sie fortfahren. Bon, ich gebe einen drin erinnern oder vielleicht proposieren, nach mit Rechtsspruch zu erwähnen, über Lesung können fanden, auch das sozial zu berücksichtigen, an der Woche, dass die Gleichheit von den Leuten, wie wir das nennen, das. Ja, ich meine, wir haben ein neues Verkehrsreglement, wenn du parkt, da wie viel verdient. Ich meine, an der Stadt bezahlt nicht auch dasselbe, wie indem man dir einen Mann ein dicken Auto parkt. Das ist einfach so. Die Leute da, schon nicht gesagt, die sollen bei der Fußballsterra Park gehen. Ich meine, muss jeder gucken, was für eine Lösung für sich findet. Wie gesagt, wir werden am Betrieb eigentlich schwätzen, aber der Betrieb, der muss gucken, dass von den Leuten engagiert, da muss nicht gucken, wo die Autos hinkommen. Und ihr muss da gucken, dass ein Auto nicht kriegt. Und das ist so. Ich meine, jeder muss auf seine Arbeit fahren, muss gucken, dass er Parkplätze kriegt, und wir können da nicht unbedingt die Regelungen für jeder fahren. Wie viel verdient, das kann ja ein bisschen mehr Pi gehen, dann hast du das Problem gelöst. Das wäre das einfachst, das können wir da mal proposieren. Aber wie gesagt, das ist aber noch nicht direkt ein Problem. Aber wie gesagt, war wirklich nicht gesagt für die Leute, was ich gemeint habe beim Fußballsterra oder so, wo am Tag eitel hast, du Kinder, aber teilweise auch Leute zusammen an zur Aktivität vor. Was Beschilderungen geht, hast du doch noch gesagt, du hast so, wenn der Teil gestimmt hast, wollten wir ein Quart mehr, wo wir genau darauf schreiben, wo was für Parkingen sind, was für Parkingen, wie lange können genutzt gehen. Und dann werden wir die Schilder auch aufstellen, weil auch beim Centre, du hast nur gesagt, wir müssen einfach weisen, halt bei der Fußballsterra sind nach Parkplätzen, das soll ein Gesamtkonzept sein, wo proper drauf steht, wo nach Parkplätze sind, dass gesagt hat, da sind nach 50 Parkplätze. Muss natürlich auch passen, man nicht alles auf Fußballsterra schicken, wie du siehst, aber wenn der Match hast, hast du keinen Platz mehr. Das gut. Gilles, du wolltest auch etwas sagen? Ja, merci für die Präsentation. Merci auch Jean-Paul, dass du noch auf verschiedene Punkte mehr in Detail angegangen bist. Das hat mir noch ein bisschen mehr geholfen, verschiedene Sachen zu beantworten, die mir auch als frohe Vierlochen. Ich hatte eine kurze Verständnisfroh, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Zone de Livraison an der Industriezone 4 gesehen. Das schenkt noch für die Lang, die Industriezone überholt, aber ein bisschen kurz. Wie hast du das genau gedacht? Ist das tatsächlich auf der Platz limitiert, wo Zone de Livraison ist, und die Liefererin müssen tatsächlich ihre Vedo machen, oder wäre es nicht mehr sinnvoll, da der Zone de Livraison mehr anzurichten? Also prinzipiell haben wir gesehen, die meisten Firmen, die Hauptplätze, wo ich kann rauffahren, das schüsst du an der Käie, wo die ganz groß Gebäude, da sind all die Gebäude unten, die an der Käie sind. Und da steht permanent an der Käie, da kommen die nicht ran, da ist so eng, und da steht permanent dort Kamion an der Käie. Und das ist mal geduld, für dass die Kamion aus der Face kommen, soll sich bei anderen Betrieben ein Problem stellen, kann ich nicht mehr nach der so eine Livraison ausweisen. Wir wollten aber nicht so viele so eine Livraison ausweisen, die den ganzen Tag idle stehen, die dann nicht können profitiert gehen an liefert gehen. Wie gesagt, das habt ihr dann der Käie, wo du immens gefeierlich ist. Also fährt der Bus nach andauernd dadurch, die fährt schon auch nach einem Stundentakt oder durch. Da steht die Nacht, also das ist nicht einfach. Ja, das ist richtig. Nee, das war effektiv mich froh, ob das ein strategisch sinnvoll Platz ist für so eine Zone de Livraison zu machen, das schenkt mir dann aber logisch. Dann noch ein anderer Punkt für mein Verständnis. Du hast gesagt, dass man mal gucken, wie die Situation sich entwickelt, indem man das so dezidiert tun. Am Menge anders, aber verschiedenes, was dezidiert wird, ja, wo man einen relativ wahrscheinlich hohen Kostenpunkt verbunden hat, ist all die Parkauren, Schilder und so. Das ist ja aber schon eine Decision, die enthält, die zu einem gewissen Invest feiert.
wo ja wo schlecht kann han nur Trickrudern natürlich du erschläst dich mal nicht ganz inwiefern dat da kann provisorisch sind oder mal eigentlich die top. Also ich meine so eine Aktivität, dass man da will Pay man das definitiv. Mir würde ich gesagt auf jetzt gucken auf andere Plätzen, wenn das Herrscher das gesagt, dem nur das Schiff verloren hat, muss ich gucken, was das Problem, wo geht es hin, dass ich da dann zusätzliche Maßnahmen hält. Auch wenn man feststellen, sind aber Plätze, wo wirklich permanent Parkplätze beleuchtet sind, wo man gesehen haben, ob der Gar steht, mal alles voll an, wir können kein Fußballmatch mit holen, weil alle gute Lobby zuholen, so vorhin noch gerne, holen sie dort einen Tram, da muss man natürlich auch noch reglementieren gehen. Wir müssen einfach bei der Erzählung da festgestellt, dass wirklich nicht so den Druck auf verschiedene Plätzen einfach kein Druck war, dass ja gewisse gehen, dass die Parkgänge aber permanent disponibel waren über den ganzen Lauf vom Dach. Dat soll en Armee behalen anlächt Leiit noch ernst orientéieren. Das net einfach an verschiedene Leiit muss ich auch ich mein, op der Mobilitätsvorfahren du hat en deitsche Professor, den dat du erklärt hat fir se gewunnechten ze ändern. Dat war wo gesot dat war mir all der man du iwwerle net dat mir einfach all der an Decisionen, die manner regelmäßig sind. Du zerbrich mein Mail in den Kap an Decisionen, die ganz wichtig sind, du denk mal ganz lang drüber no mir dat regelmäßig an so du musst einfach leider denken ja muss denken NRW muss go und dann fanden sie dass das auch gut geht und ich meine du musst ihn da vielleicht ein Person halt auf mal ob die Parkplätze gesehen das geht ganz so einfach da das am Anfang bisschen so wo man muss in Zukunft immer gerieren an der Meer behalen mit die ganzen Probleme die gehen auch oft von der Leute gehen auch Probleme und als Ruhegedroh dass so du hast massiv da kriegt nie ein Parkplatz an dafür muss man da doch alles mal ein bisschen geguckt dann festgestellt dass das nicht überall so dramatisch ist mir wie gesagt das einfach war eine Zeit wo nicht voller Betrieb war und Löser merkt der oder selber alles an Normalität geht dann dass man da gucken wie das sich alles entwickelt und dann werden wir vom Muslim dann holen. Weil ein Glasstro, die ich am Anfang hat, die sich ja gehen hat, war tatsächlich die Frau mit denen Kamionschauffeuren, die da mussten parken. Und wie schon erklärt ging, dass das ja relativ schwierig wäre für die Leute. Mir schließt sich noch immer nicht so ganz, ob das tatsächlich so eine Problematik ist, wie sie beschrieben wird, oder ob die Problematik gar nicht so schlimm ist. Dann ist das für mich bis so ein Zwiespalt effektiv gesehen statt für die Leute schwierig von der tatsächlich aus, dass die Leute müssen so lange da parken und dann die Parkgebühren bezahlen und gar nicht Möglichkeit tun, wie dem entgegen zu kommen, weil sie ja gar nicht zur Platz sind. Und auf der anderen Seite also da war auch an Mengen an nicht unbedingt eine Responsabilität von der Gemeinde, do quasi die Responsabilität, die am Anfang der Patron hat, für ihn zu überholen. Ich mich dem ausschließen, also effektiv wichtig wäre du mit dem Betreiber nach ein Gespräch zu gehen oder gucken du Kompromisse zu finden an nach eine Situation hinzuweisen voilà, an sich du vielleicht als Gemeng einfach positionieren und zu suchen dass wenn der Patron so eine Aktivität du möchtest dass noch dann dementsprechend die Vierkehrungen zu treffen hört und dann noch vielleicht noch mehr konkret ergrinnen wie viele Leute tatsächlich wie stark von so einer Problematik betroffen sind no. Dass man da mehr klar Bild hätten ob das dann tatsächlich so ist oder ob das nicht so ist no, das können wir gerne gucken ich meine in der Placke gesagt die auch eventuell Leute da betroffen sind wie gesagt man muss denken mit dem Proprietär da schwätzen an dem muss da gucken dass die Auto dann nicht für so stationiert gut ist das eine Klote für Sonne Ich wollte noch mal merci so für die Präsentation, die man nur kriegt und ich wollte auch merci so für die vielen Informationen, die man zusätzlich kriegt und an die flotte Diskussion, die man hat. Ich meine, du hast aber Fanger wirklich an alt Wonnen gelöst, was Parkraummanagement in der Gemeinde angeht und ich meine noch, dass man auch grâce aus der Etude, die man gemacht hat und die vielleicht zu einem Zeitpunkt war, wo zahlenmäßig Männer Auto vielleicht auch gestanden und die mir aber mir haben sich ja schon vorgestellt vom Gefühl her aber auch genau die Punkte nach vorgehoben hat die sowieso schon erkannt wird aber wo ich schon wusste dass immer Probleme waren also ich meine dass man halt genau die richtige Strategie an die richtigen Decisionen holen an die Richtung ich hatte aber froh mehr präzis zum Reglementtax ich meine so getrennt von den Nummer die Punkte ja nicht dass ich schon darauf will und durch einmal nämlich dann am letzten Satz dass man dann 30 Minuten Leute für nicht parkgelose war ja ein ganz flott Initiativ an dass man dann aber in den Kurzzeier do es muss eine Kommission ausspringt dann net Parking muss bezahlen an schreibt man dann aber dass so sein Ticket dann den Ticket gratuit immer drecken an den Auto lehen an
hat er immer gemengt, et kennt noch eng Lesung vorne, wo man kein Ticket entdrecken, dat gëtt op Berner Platz am Ausland hunne schon so geparkt. Ich menggen Ticket entdrecken, dat sech net so ganz nohalteg. Zweitens mod eng Imprimant immer viel mat Entretien mat verbonnen mat Opwand fir not zu gucken. Wann den Donner enke kennt diewerleben, wo man ha Taxreglement schon festlehen, dann bleif de Schw war net fir selbst hun awerheieren, dass man Orivalee fir eng Digitallesung wat man da noch ganz gut gefällt mir, wann natürlich Leute tun, die du in der Park gekommen, die dat net regelmäßig machen, mir echt punktuell, dann hast dat natürlich auch bisschen mit problematisch, dass ich schon verstehen, dass man sie brauchen, Rodateure, mir wann aber du vielleicht nicht können oder soll nicht aber vielleicht erst im Reglement rausholen die Solution, weil die 30 gratis Minuten nur gewesen geht. Und ich meine noch für den Agent municipal mat enger anderer Lesung elektronischer Lesung iwwer den Rodateur huet den natürlich auch mehr einfach in Kontrollen zu machen. Dat wären enke Menge Propos da vielleicht vum Bayer wäsch zu kommen. Merci. Ja, wie gesagt, mir hunn ganz lang den Thema der diskutiert dann mir so nimmer gëtt verschiedene Generationen an ich muss so sie noch mit der jngsten an den Jo an der Staat ze fluchen, wann ich 2 Euro an der Tasche hun an gif gut goen an da musste do Park nach alles hunn an mit dafür war man sehen, dass man vielleicht den allmodisches System, ich meine Gemenge nach alle Guten für dann aber nach die normale Parkauer nur hinzustellen, sind noch Gemenge Menschen, die sich schon auf andere Wege gegangen, weil da können so evident, dass wir sind am gerne zu analysieren und dafür haben wir da doch haut nicht Ordre du jour. Das aber so, wenn du steht der Parkticket musste proper exposieren, aber wir fanden ja nur eine gerne Lesung, wo du kein Parkticket brauchst, dann gilt das natürlich nicht. Das gilt nicht mehr, ich meine, wenn du steht wann den anderen Reihe ass fir dat ze beweisen, dann brerin die Sätze hifällig die du am Reglement steht. net dat se se still eng halb Stunde dat geht am vu Ästrm, dats den eng Dokumentation Schwezen effektiv von engem klassischen Rodateur, den direkt just kein Ticket, du gehst zum Beispiel Plaggern an da west den Agent municipal an Dauer wees, dass du da stehst und zwar für 3 Minuten gratis oder mehr lang, da musst du bezahlen, mit der Kreditkarte und mit Münz. Also dann hat sich nicht außer der Support, wie die Information festgehalten wird. Das ist das, was ich am Anfang geschaut habe. Ich schon verstanden, dass man so eine Lesung 100 Reglement dann. Das ist auch viel mehr schwer zu kontrollieren. Also das mehr habe ich doch für den Agent municipal zu kontrollieren, mit all den elektronischen Mitteln, wie wenn er einfach rundherum geht, hat jeder ein Ticket an der Fenster. Du spart in anderem Zeit, weil die muss dann alle die Dinge rufen, die muss gucken, dass die Plaque. Ja, geht Handy, ja, aber ich brauche aber 5 Minuten bis. Nicht so einfach. Nicht so einfach geht es dann. Das macht Sinn. Wir hatten beim Agent municipal jetzt, das wäre nicht so evident, für das dann noch alles zu kontrollieren. Aber wie gesagt, muss ich gucken, wie das. Ja, es geht am Ausland, ich meine, wir haben da doch geschwärzt, es gibt viele so Plätze, wo auch Parkhäuser, wo die Nummerschilder erkannt gehen, das geht alles. Wir sind auch datenschutzfroh, möchte ich noch stellen, das war auch ein Punkt, den an anderen Gemeinden diskutiert gehen. Also das, wir sind am Gang zu gucken, was machbar ist, aber ich meine, den Dan Fließ, den ist auch einmal dabei, den ist schon auch immer besorgt, also die will ja wirklich schon nicht mehr, wo Papaya verschwendet wird, hier also zusammen am Gang mit Büro Schröder zu gucken, für eine Lesung zu finden. Wann nicht mehr möglich, auch nie Papaya. Gut, voilà, dann ich gebe mit Reglement als alle Rechtstoffstimmen, wenn das auch kein Remarque mehr sind. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Gilles Altmann. Jean Talemisch. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Talemisch. Nora Foggiarini. Ja. Georges M. Kaufmann. Enthalten. Claude Marsan. Ja. Und Lilian Ries. Enthalten. Merci. Und da kommen wir dann zu den Taxen. Das heißt, die 0,20 für mit einer Dürre von 10 Stunden, respektive die 0,50 mit einer Dürre von 3 Stunden auf den ausgewiesenen Plätzen. Ich selber, ja. Jem Kaufmann. Enthalten. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Enthalten. Gilles Altmann. Enthalten. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Enthalten. Und Nora Foggiarini. Ja. Pardon, du wolltest das noch 4 stellen. Ich meine, dann verloren alles an Engelsgang, sorry. Voilà, dann hat man das da aufgestimmt. Du Claude verlor schnell.
hätten wir das aufgestimmt, dann kommt man zum nächsten Punkt, da geht es Photovoltaik, eng Photovoltaikanlage op de Westjahre vom FC Minzburg, da geht es herrscht. Ma ja mittlerweile sinn an ze summen habe ich vun der Enerkopsierdal mat der Gemeng Schëtter 2 Solaranlagen op Dircher vun de Gemengeninfrastrukturen installiert. Das gi bekanntlich vun der Enerkop exploitéiert, Gemeng huet just zur faste Verfügung gestalt. Mir war en loder Meinung, dass es in der Zeit wie fir eng zusätzlich Photovoltaikinstallationun zu betreiben, an dem Sinn sind auch de Wien gefragt gehen. Eng von den 2 Proposen, die zeichnen sich aus, dass e bessere Wirkungsgrad herauskommt, an eng besser spezifisch Leistung auch erreicht wird. Und plus als nach die günstigste von den 2. Am Dossier, den de Gemengeratsmembre vierlauch, war en Devis estimativ zu finden, wo eng Summe von 30.000 € für diesen Projekt notiert ist. Angedeelt wird das ganz an PV-Module, dann Konstruktion, der Wechselrichter, ein Zählerschaf an dem Monitoring vom Chantier und plus als eine Reserve von 1.500 € für die Überraschungsmomente bei der Installation 4 gesehen. Aber bekanntlich war der vom Westjahr schon eine Solarthermie installiert. Die hat aber nicht das Resultat gebracht, was dann sich von Anfang an so geduld war, und die war auch noch paar Jahre defekt. Das war ein Wasserpanel, mussten dann noch demontiert gehen, und der Kabellage muss dann ebenfalls angepasst gehen. Dafür sind am Devis nach 2.500 € 4 gesehen. Falls als Propos Zustimmung kriegt, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, sollte den Betriebplan von der nach am besten so schnell wie möglich gemacht gehen. Dann hat auch eine Leistung von 29,6 Kilowatt Peak. Also bestenfalls soll die Inbetriebnahme nach 31. Dezember geschehen, wodurch man den Abspeisungstarif von 0,1484 € pro Kilowattstunde über 15 Jahre garantiert bleibt. Bekanntlich existieren bei vielen Bereichen noch immer Lieferschwierigkeiten, sodass beim Termin an der Mise en Service nach eine kleine Ungewissheit besteht. Falls wir das noch nicht voranbringen für das Jahr, für den 31. Dezember, gibt den Tarif wechseln und zwar ab 22 3% Manner für 0,31 Eurocent pro Kilowattstunde wären. An der Simulation, die auch am Dossier war, ist zu sehen, dass nur plus minus 7 Jahre Retour vom Invest erreicht wird. Noch 15 Jahre sind dann insgesamt 189.663 Kilo pro Megawattstunde CO2-Emissionen angespurt, was ja am Sinn von einer Klimabündnisgemeinschaft geschehen soll. Ein Subsid gibt es doch, und zwar 20% von der realen Kosten, das heißt von der Installation ohne TVA. Voilà, das wäre dann sich zur Präsentation. Gut, von Luna vor wären, probieren ich jetzt einfach. Ja, Nico? Ja, ich meine, das ist ein ganz interessantes Projekt. Ich will just eine Frage stellen über die Chiffren. Serge, du hast es selber gesagt. Es gibt von einem Devis von 31.000 €. Das ist ein Dokument, das man 4 gelot kriegen. An 2 Dokumente, das dann die Wirtschaftlichkeitsberechnung, wo du ja verschiedene Chiffren genannt hast. An der Wirtschaftlichkeitsberechnung, du hast aber den Invest, den am Devis auf 31.000 € gesagt, das geht nämlich von 20.576 € jetzt. Und dadurch kriegt man dann noch 6 Jahre den Anfang vom Return of Invest und dann noch, wie du gesagt hast, noch 15 Jahre eine Retour von 13,15% vis-à-vis von der Investition.
dafür ich verstehe noch nicht wie wird man einerseits so und das sind wie von 30.000 Euro an der Wirtschaftlichkeitsberechnung durch schwätzt man von länger 20.000 Euro hast du nicht der Widerspruch oder eine Erklärung dafür Ja, wenn ich den Angebot holen, was ja an sich am günstigsten ist, da kommen wir auf Chiffre von 300.000 Euro Brut. Und da ist die Montage von der bestehenden Solarthermie als mit angerechnet gehen. Der ist allerdings von den Loden, die von den Loden, de wie guckt, also was mir proposieren, wo man dann auf die 30.000 Euro kommen, als mir ein Schiffer amat angerechnet. Dadurch könnt schon mal eng Erklärung man de wie. Na, ich muss noch mein Dokument drin finden. Ja, das ist im Prinzip was aber. Ja, das ist im Prinzip sind Chiffren aber alle guten angedrohen, sodass man effektiv den Devis, den man lokal kiffen stimmen, die Montor, die wir über dem, was man an sich reell gemäß den Angeboten bräuchten. Ich meine vor, ja die Hai, wie kriegt man nicht eine Wirtschaftlichkeitsetüde für gelöst, die mit den richtigen Chiffren operiert? Wie setzen wir da am Invest viel mehr niedrige Chiffren auf, für das Wirtschaftlichkeit von der ganzen Operation mehr günstig geht? Ja, das heißt eben eine Simulation, die ist gemacht von dem, das ist wohlverstanden eine Simulation, die gemacht ist von der Firma, mit der wir an sich relativ viel schaffen. Wenn du an sich von ihnen doch den Schiffer guckt, der Prix d'injection, den ist ja auch, den ist an sich so ausgerechnet, wie wenn man die Installation richtig von 22 mit dem Abspeisungstarif. Wo ja schon so viel Prozent Mann gibt, weil den ja. Aber wenn ich den Brief mit Wirtschaftlichkeitsetüde, da steht schon nicht Jahr 2022, da steht Jahr 0 bis Jahr 15, ob man das nur ein Jahr mal oder 2 Jahre, da dürfte das schon keinen Unterschied machen, weil du hast ja die Hypothese einfach, dass ein Injektionspreis von 0,145 Euro pro Kilowattstunde mal da gesagt wird. Ja. Ich meine, hier gibt es eine falsche Information, oder du hast da eine falsche Information gegeben, du siehst nur 7 Jahre, fängt den Investiment um sich zu rentabilisieren, da das nicht vor, wenn wir die 31.000 Euro durchsetzen, dann ist es vielleicht schon nur die Rechnung, das sind komplizierte Rechnungen, die kann ich aber machen, dann ist es vielleicht noch 10 Jahre, wo der nur fängt sich zu rentabilisieren, und der Restbenefis, den ich möchte, ist dann noch viel mehr niedrig. Das heißt, hier investieren wir ja öffentlich Gelder, aber wir sollen nicht einen anderen Stuhl lassen. Wir geben da eine gute Affäre mit den öffentlichen Geldern. Die Affäre ist nicht schlecht, und das ist ja im Sinne von der Ökologie. Dafür unterstützen ich dadurch. Ich meine, wir sollen mit Informationen und leider gehen, die reell sind und die nicht ein bisschen so tronkiert sind, wie es heute der Fall ist. Ja, wenn ihr den Devis hält, das wird mir eben heute Ordre die Jour, okay, für zu stimmen. Und die reelle Offerte, von denen dann die Chiffren ersetzt, die an der Offerte stehen, da kommen wir schon bei der Simulation kommen wir dann aber schon dem, was affichiert, das kommen wir den Chiffren ja schon echt an die Richtung. Sie nicht mal eine Meinung. Wie kommen wir da von den 31.000 auf die 29.000? Mei dat sind 2000 nee, de Subsid den als als plus de Subsid als an der Wirtschaftlichkeitsrechnung mat dran. Den ändert nicht. Also den ändert schon méi den als Heimat berechnet. Gut, ich mengen dat Kiwet das mal lang diskutieren mir hunn ha de wie opgestalt kriegt man die Wirtschaftlichkeitsberechnung von der Firma Fegelot kriegt das Recht hat vielleicht ein Chemisten die zwei Sachen man nicht vergleichen nur noch so in Detail und wie ich meine das herrsche das gesot nicht ein Opfer
an dat Merlo sinn, dats dat vielleicht bis mir spät sich amortisiert. Wir können eng Wirtschaftlichkeitsberechnung eng Kanofro schmengend Decisionen, die man holen sowieso die Anlage zu bauen, so oder so, hast du selber gesagt, das kein schlecht Geschäft. Und wir wollten auch das hier selber machen, weil es einfach auf dem Gring der Welt nicht so einfach ist. Schmengen. Dafür werden wir die Doten dann noch, das kann ja nicht über die Kooperativ machen, weil aber nicht logisch, dass man kein wie Martin zusammen ich meine, wir gucken dafür die Dinge genau zu passen. Das ist schon in der VI gestimmt, da wird mir auch mal präzise verfroren, ganz genau, was dann leicht kostet. Dann können wir vielleicht auch so, die hat ja den Preis von 20 Euro geboten, da geht das auch viel. Ja. Wann den effektiv die anderen Sachen guckt, mit der Thermie, die installiert war, die Solarthermie, da waren kann ja nicht sein, dass die Anlage, dass die schon noch paar Jahre, dass die defekt war, weil verschiedene Parameter nicht richtig gesagt waren, gegen damals zu dem Zeitpunkt. Wo man dann doch keine Garantie ausspricht auf die Anlage. Also, weil ich die Informationen habe, ist das schon Ewigkeiten hier. An die Firma, die damals die Installation montiert hat, die geht anscheinend schon nicht mehr. Und das hat müssen damals von Sängerzeit von den Technikern, respektiv dann noch von den Politikern, vielleicht ein bisschen missviviert gehen, für zu evitieren, dass die Anlage praktisch für nichts war. Und wir sind eben lo an einem anderen Zeitpunkt, wir haben Techniker, wir gut Techniker, und so Sachen wie das, was für ein Jahr geschieht, als Väter ist, das ist immer möglich für Fehler zu machen, klar, aber an dem Dotenbereich denke ich, dass wir aber gut gestaffelt sind mit den Leuten, die wir haben. Ja. Ich meine, zur Wirtschaftlichkeitsberechnung, wenn da den Dinge guckt, die 20.000 Euro, das ist pure Montanlage. Sie haben da eine Wirtschaftlichkeitsberechnung von einer Anlage von 20.000 Euro, mit das du dann nach Wechselrichter, Zählerschrank, Demontage, das ist alles gut nicht dran. Weil wenn in Heiden wie guckt, den Dingen unter Konstruktion für Modulen an PV-Module von den hält, da können die auf die Jahre dann 20 rum. Das sind eigentlich 1.000 Euro Menschen dabei. Ja. Wie gesagt, ich meine, das... Ich meine, man so eine Diskussion noch nicht Ja. ewig in Heim. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich eine Anlage kaufe, dass ein Onduleur dazu gehört. Weil das Ja. ist ja nicht von denen nicht mal an der Wirtschaftlichkeitsberechnung dran ist. Und das Ja, das ist ist aber eine richtig. komische Ja. Wirtschaftlichkeitsberechnung. Ne, wir werden da auch eine neue Frau bei der Firma. Dann ist das klar. Gut, ich meine, wir stimmen darüber auf. Claude, pardon. Ja, drin darf. Ich wollte mal auch dem Herrn Schmerz so für seine Erklärungen an, dass er gut sagt, dass wir die Photovoltaik da auf der West ja machen. Wir haben auch noch eine andere Photovoltaik. Und wenn ich höre, wir gehen Gas, dass wir den Kontakt nachkriegen bis Ende des Jahres. Dass wir den guten Nachspeisepreis kriegen an anderen Sachen. Dann meine ich, da müssten wir auch bei der Photovoltaik vielleicht auch an der Zwischenzeit betriebsberät, wie man vielleicht den Bau gucken wollen, schwarze zu versieren. War es noch nicht betriebsberät. Ich meine, der Bau ist so. Moi werden aber noch keine Leute wohnen, dass nicht der Bau, den am schnellsten Führer geht, mit Photovoltaik, also aber schon über die Jahre drauf. Die müssen einfach Betrieb sein. Das weiß ich nicht. Man guckt aber, wenn es nur Wasserbetrieb ist, tant mieux. Wenn Formalitäten an der Reise sind, tant mieux. Wenn nicht, dass man hier als Druck gehen und da, wo sie fertig ist, da verpasst man den Delay. Dafür von der just denke ich, merci. Merci für den Trio. Ist gut. Ja, Serge. Ja, ich wollte nicht auf Dinge zurückkommen, auf die Klarifikation, die es gegeben ist, dass wir die heute Anlage dann effektiv selber exploitieren. Also ich begrüße das, ich meine, mit der ENR-Kopf, das ist eine Flotte-Initiative. Ich meine, du warst eine Gemeinde auch gefördert als Facilitateur für das nächste Projekt zur Verfügung zu stellen. Ich meine, prinzipiell sind ich der Meinung, dass den ob Gemengen Gebäude sollte Projekt realisieren, die der Allgemeinheit an alle Bürger zugutekommen. Und soll den ab einer wie probieren der Energiekooperativ weiterzuhelfen, für dass sie auch Projekte fanden, ich meine, Eisgebäude sollten so weit wie möglich von der Gemeinde auch exportiert gehen. Gut. Okay, merci. Nora, du wolltest noch etwas sagen? Ja. Ah, pardon. Da stimmen wir auf. Voilà. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Georges M. Kaufmann. Ja. Und Claude Marsen. Ja. Voilà, da hat man den Punkt auch aufgesehen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es dann um den Plan de Gestion des Risques d'Inondation. Und da gebe ich dann Nora.
Danke für die. Also den Heichwasser-Risikomanagementplan, ich werde immer aufkürzen mit HWRM, das kriege ich nur dann Zong, durch die europäische Heichwasser-Risikomanagementrichtlinie von. Oh, hallo? Wer? Okay. Also, fängt nicht denken, 4 Runden. Also den Heichwasser-Risikomanagementplan, HWRM-Plan, wird durch die Europäische Heichwasser-Risikomanagementrichtlinie von 2007 bestimmt, die zwischen 2009 und 2015 umgesetzt ging ist und mit der Veröffentlichung vom ersten HWRM-Plan am Dezember 2015 realisiert ging ist. Wie? Geht das? Geht das? Ah, okay. Also unser Gemeinderat hatte 25. März 2000. Wie? Zu hart. Unser Gemeinderat hatte 25. März 2015 den Avis zum Projekt von dem Plan positiv avisiert. Dieser Plan soll als Ziel Bewertung und Management von Heichwasserrisiken für die Negativfolgen vom Heichwasser auf die Gesundheit, die Umwelt, Kulturerben und die Ökonomie so lang wie möglich zu halten. Der Plan wird in einem Zyklus von 6 Jahren überprüft und aktualisiert. Dafür erlaubt 2021 einen zweiten HWRM-Plan, den da bis 2027 gültig ist. Wenn am zweiten Plan dabei kommt, ist die Integration von der Stärkerin-Strategie als Maßnahme vom Heichwasserrisikomanagement. Für dich ist eine vierläufige Bewertung von Heichwasserrisiken gemacht gehen. Dann Heichwassergefahren an Heichwasserrisikokarten aufgestellt gehen und darauf ziehen ein Heichwasserrisikomanagementplan erstellt gehen. So zum Beispiel als Heichwasser am Februar 2020 analysiert gehen, wo die Gewässer am ganzen Land betroffen waren. An denen darauf ziehen erstellte Karten gehen 3 Heichwasserszenarien angehen, den HQ10, das Heichwasser mit großer Wahrscheinlichkeit all 10 Jahre, den HQ100, das hat mittlerer Wahrscheinlichkeit, also all 100 Jahre, und HQ extrem mit niedriger Wahrscheinlichkeit, also all 1000 Jahre. Die Umwirkungen von den betroffenen Gemeinden sind mit angeflossen, Karten von dem Geoportal. Des Weiteren ist ein Karte erstellt gehen, wo ihr seht, wie viele potenzielle Personen pro Gewässer und pro Gemeinde von diesem HWR betroffen sind, und dass ein potenziell Schuldenstudium gemacht gehen. Es sind Ziele festgelegt gehen für das Management vom Heichwasser an den Risikogebieten an die Negativkonsequenzen so niedrig wie möglich zu halten. Die Hauptziele vom HWRM Lützeburg sind auf einer Seite erstens die Risiken zu evitieren, an dem Sinn Flächenfreiheit, Retentionsflächenerhalt an Heichwasser angepasst baut. Zweitens an die Reduktion von den bestehenden Risiken durch Schützen, an dem Sinn Wasserrückhaltebecken gebaut, Renaturierung von Flüssen, Bachen und technische Maßnahmen gegen Heichwasser durchzieht. Drittens die Reduktion von Risiken durch Sensibilisieren, Notfallplanung und Verhalten. Viertens Heichwasserschäden überprüfen, reparieren und monitorieren. Für die Ziele zu erreichen, also einen neuen Maßnahmenplan ausgeschafft gehen, den sich auf den ersten Maßnahmenplan basiert, wo eine Koordination von den Wasserrahmenrichtlinien, Klimaanpassungsstrategie gemacht ist. Die neue Bewertung vom Heichwasserrisiko sowie Ziele vom HWRM sind am neuen Maßnahmen mit angeflossen. Der nächste Schritt ist dann Priorisierung an Mindestkriterien von den Anforderungen festzuhalten. Wo ist die Schuld am höchsten, was für eine Maßnahme ist am wirksamsten und am einfachsten umzusetzen. Darauf ziehen die konkreten Maßnahmen umgesetzt, an dem den Ist-Zustand analysiert wird, ihr Planen und Umsetzen dann erfolgt. Was die Finanzierung für diese Maßnahmen betrifft, kann ein Subsid vom Fonds pour la Gestion de l'eau kreieren, sowohl für die Gemeinden, wie auch für Privatleute. 100% für die Studien, und bis zu 90% für die Umsetzung von Maßnahmen. Aber die Lunayas Subsidien für Schutzmaßnahmen von Objekten mit bis zu 75%, zum Beispiel für die Gebäude. Neu in diesem Plan ist die
Starkrien-Risikomanagement, den nur de starke Refall von 2016, 2018 und 2021 nicht Chinas an durch Extremfall als Konsequenz zum Klimawandel absolut dringend Chinas. Definiert gibt diesen Starkrien durch oft ganz Lokalphänomene, meistens am Frühjahr oder am Sommer, und das viel Wasser da drauf könnt nicht mehr an den Boden anziehen kann, also Minuten oder Stunden zu Heichwasser feiert. Der 4. Juni 2021 war so ein Fall, wo an 2 Stunden 48,7 mm Wasser raufgekommen ist. Dieses Phänomen ist nicht vorauszusehen, nicht Gewässer gebunden, aber durch den Klimawandel weiter zu holen. Das Management besteht daran, Gefahr zu erkennen, das Risiko zu bewerten, Maßnahmen zu holen, Daten zu messen und durch die Forschung besser zu verstehen. Auch heiße Karten erstellt gehen, die den Auflauf vom Oberflächenwasser simulieren, Gefahren und Risiken durchstellen und so die Bevölkerung besser informieren, für das Maßnahmen getroffen können gehen. Wichtig ist zu erkennen, was in so einem Fall geschehen könnte, und was für eine Maßnahmen entwickeln soll, für entgegenzuwirken. So ein Maßnahmenkonzept soll auf Gemengenniveau ausgeschafft gehen, an dem sie einen Bestand abnehmen möchte, Handlungsoptionen erfasst, aber bewährt an Maßnahmen ausschafft. Es muss ständig Daten gesammelt gehen, Wissen weiterentwickelt, an Risikomanagement immer evaluiert und angepasst gehen. Es muss sich aber bewusst sein, dass der technische Schutz auch seine Grenzen hat und nicht immer ein Restrisiko wird gehen. Es gibt also keine schnell und einfache Lösung für dieses Problem, die eine Paradigmenwechsel von der Gesellschaft erfordert. Als Zusammenfassung, am 2. HWRM-Plan fließt Starkrien-Strategie als Maßnahme von der Anpassung an den Klimawandel mit an. Die 2 komplexen Dokumente sollen Teichwasserrisiko sowie Schäden so klein wie möglich halten durch das Festlegen von Zielen und Abstellen von Maßnahmenkatalog. Am Anhang war der Maßnahmenkatalog vom 1. HWRM-Plan mit den Maßnahmen, die schon geholt sind, und noch nicht, an den 2. Maßnahmenkatalog, wo die neuen Maßnahmen mit abfließen. Bierger hatte bis den 24. September Zeit, ihre Feedback über diesen Plan zu geben, Gemenge bis den 24. Oktober. Die Umweltkommission hat ein Avis favorabel zu dem HWRM-Plan gehen. Sie möchte des Weiteren auf eine weitere kritische Stelle aufmerksam, die an Heichwasserrisikokarte mit abgeholt soll gehen, und zwar zu Straßen, wo die Birler Bach an Ziel übergeht. Als mögliche Maßnahme soll es beim Überschaffen vom PAG zu keiner Vergrößerung vom Bauperimeter langs Ziel kommen. An die bestehenden Bauplätze an den Überschwemmungsbereichen von der See sollen extra Ablagen kriegen für die Schutz zu begrenzen. Die Versichelung von der Geringfläche soll über Minimum reduziert gehen, der Busch als Rehwasserretentionsmöglichkeit gefördert gehen und eine eventuelle Renaturierung von der See durch die Straße und die Vasiere noch durchgehen. Die Landwirtschaftskommission hat keinen direkten Avis aufgegeben, mit auch ein paar Ratschläge, die zum großen Teil die von der Umweltkommission spiegeln. Mit Akzent auf die Vermeidung von der Verdichtung vom Boden, die so bearbeitet soll gehen, dass es humusreich ist, also viel mehr Wasser abholen kann. Sie raten auch zu einer Rückstauklappe an all Haus, also sie sind sich bewusst, dass der starke Regen eine Konsequenz vom Klimawandel ist, an den nicht mit technischen Mitteln an den Griff kriegt, mit dass ein Mentalitätswandel von der Gesellschaft nötig ist. Heute sollen wir unseren Avis zum 2. HWRM-Plan aufgehen, an dem es weder uns 2 Kommissionen nach uns Bierger erwähnt hatten, der Gemengerat schon 2015 den 1. Plan sowie 2019 Teichwasserrisikokarten favorabel avisiert tun, gegen die Spieler auch für den 2. Plan einen positiven Avis aufzugehen. Am Avis wird zusätzlich festgehalten, dass die Gemeinde am Gang ist, präventiv Maßnahmen zu ergreifen, für die Überschwemmungen zu evitieren, so zum Beispiel langs Minsker Bach mit dem Rheinrückhaltebecken. So wie am Gang ist ein Etat de lieu von den Überschwemmungen vom 14. nach 15. Juli zu machen, für weitere Präventivmaßnahmen zu verwirklichen. Weil wir nach froh sind, das gegen die späten Avis zuzustimmen. Sind da Fragen oder Anmerkungen? Gilles? Ja, merci zu Menge mal für die Präsentation. Ich meine, viele Punkte, wo ich hätte können drauf angehen, die sind effektiv an denen Avis von der Kommission schon genannt gehen. Das war auch gut, das alles neu zu nehmen.
Ich meine insgesamt ist die ganze Thematik ziemlich komplex. Ja, du dir lo am Juli gemerkt, wie schlimm oder wie sehr das kann ziemlich unerwartet kommen alles. Ich meine mir ist du mit der ganzen Versicherung von den Flaschen, man wusste von den Gemengen, man wusste von der Industrie, wusste von Infrastruktur, hat alles an der letzten Jahre so schnell zugeholt, dass es so schwierig ist, zurückzurudern. Du hast einfach vieles geschieht, was nämlich rückgängig zu machen ist. Und ich meine, du werden mal Leute an den nächsten Jahren wahrscheinlich mehr oft mit so Sachen zu tun haben. Weil dafür wäre es umso wichtig, dass ihnen dann einfach, das Gemeng sich vielleicht einfach ihrer Philosophie treu bleibt, die man diese tun, indem man die neue PHG gestimmt hat, dass man probieren, die Wurstum, ob das nötig zu reduzieren. Ich meine, das genannt gehen, oder wir haben dann der Kommission noch gesagt, probieren, Industrie wirklich auf ein nötiges Minimum zu reduzieren, Industriezonen vielleicht nicht unbedingt noch neu auszuweisen, nicht das zu vergrößern. Vielleicht auch gucken, bestehende Gebäudeketten mehr effizient zu nutzen, dass nicht neue Gebäude müssen gebaut gehen, dass alle bestehende Gebäude können inwiefern eine neue Nutzung vorwärts gehen. Also alles Punkte, die effektiv schon angeschwärzt gesehen, weil an dem Sinn gebe ich so, dass das effektiv all die Approchen zu begrüßen sind und dass man das gerne gibt für so Machtstimme. Ich meine, ich wollte vielleicht ein Wort zu dem so, was du gesagt hast, das ist ganz richtig. Ich meine, den Avis von der Umweltkommission fand ich auch ganz gut. Und ich will aber auch auf die letzten Jahre vielleicht einfach mal zurückgucken, wenn man ein Spektakel abgefahren hat, bei all PHP, all von dem Wasserretention gegangen ist, dass ich geirrt gehen, die vom Wasserwirtschaftsamt zu schikanieren Leute, muss mir wohl Retentionen machen. Ich meine, an der Sonderaktivität, der Jamfest, das für die Gringdirch, wo immer ein Argument war, das speichert Wasser, da haben wir das vor la mer à boire, für das überall durchzukriegen. Ich meine, auch als Gemeng sind wir haben wir ein ganz klares Programm mal gemacht, für all die Retentionsbecken mal an der Reihe zu halten, die da sind. Und Nora hat es gesagt, ich meine, das ist einfach ein Bewusstseinswandel, der muss kommen. Aber wir dürfen die ganze Wasserretention nicht als ein Evil gesehen, das man am Anfang muss machen, aber als eine ganz wichtige Notiz, die uns alle Guten aber schützt. Und die hat auch da verschiedene Punkte auch abgezählt, unter anderem, was dann die Büsche an so geht. Und da wollte ich so am Kader von dem neuen Koppel Natura 2000, da laufen auch Etüden mit der Forstverwaltung für wirklich an die Büsche, weil da sind oft dann noch Griff gezogen für das Wasser sehr aus den Büschen rauszukriegen, dass in der Nähe vielleicht besser Holzpflanzen für da verschiedene Sachen frisch zu aménagieren, für das die Retentionen gemacht gehen. Unter anderem am Kartenbusch hast du eine Etüde am Gang. Also es lief auch vieles auch an der Schlammwiss, wo man auch eine Etüde gemacht hat für Bach, die teilweise nach der Strecke geht rauszuholen. Also ich meine, Bewusstsein könnte lösen, aber wir müssen uns wirklich strugen, weil wenn ihr seid, von den dabei ist, von der Leute das Wasser an den Keller lebt, also das schlimmer geht, und dann möchte ich mir besonders, das wirklich zu verändern, soweit ich kann. Ja, Jean-Paul, du hast angesprochen, ich wollte auch ein Wort dazu sagen, wie lange besteht das Industriezone? 20, 25, 30 Jahre? Demos wird Gemeng Schütter drauf gehalten, mit einer Dachbegründung gemacht gehen. Da sie Betriebe an Gemeng kommen, die wollten einen Hangar abrichten oder andere Sachen abrichten, dann haben sie den Dossier gekriegt, das erst, was mir gesagt haben, Dachbegründung, haben sie den Dingen, da wollen sie darüber diskutieren und alles. Ja, da können den anderen. Das heißt, Gemeng Schütter war 4 Jahre an dem Gebiet, Dachbegründung, an alles, was da gebaut ist, auf dem Territorium von der Gemeinde Schütter, als Dachbegründung, wir haben Remarque gemacht, die Zeit, da müssen Leute einen Kopen, der für aufzugrasen, 2-mal am Jahr. Das war Realität, da so gezählt gehen, das war ja einfach Quatsch. Wir brauchen 1-mal am Jahr abzugehen, dann will ich den Wildwuchs da rauszuziehen, und dann ist das gegangen. Das Wasser, was raufgeprasselt ist, als wir dann nächstes Mal gefasst gehen und dann als ein Teil ja mal hängen geblieben, an was auch eine Kenntnis dabei war, am Winter war so viel Grad, Manna kahl an den Hallen, an den Gebäuden und am Sommer Manna wärm. Das hat eine Dürbel, eine Dreifachwirkung, ganz richtig. Und dieser Sache hat Gemeinde Schütterschaft für 30 Jahre, Jean-Paul. 30 Jahre, 4 Jahre am Land gewirkt, für das so durchzuziehen, das war nicht einfach. Wir haben natürlich zu einer Haut gesehen, wenn da viel mehr das gemacht hätten, wäre es vielleicht ein klein wenig besser. Ja, merci, Claude. Ja, ich meine, das ist alles ganz richtig, was er gesagt hat.
Und ich meine, wir müssen aber auch heute schon einen Schritt mehr weit gehen, weil der Klimawandel könnt an das do. Und am Klimapakt Punkt 2 muss man sich auch Gedanken machen über Konzepte für Mesuren zu holen, nicht für Klimawandel zu vermeiden, sondern für die Auswirkungen vom Klimawandel, da wo die Leute betroffen sind, weil ich meine, nicht mehr an Überschwemmungsgebiete bauen, das ist alles schön und gut, aber platzweise als Bebauung da, und die ist schon ewig da, und da werden Probleme bleiben, und da muss man auch Konzepte schaffen, für uns da Mesuren zu gehen, für da gegen ein Kind zu wirken, und das wird also auch Geld kosten. Ich meine, da muss man sich auch bewusst sein, dass die Sachen als Geld kosten. An dem Kontext will ich dann noch eine Renaturierung schwätzen. Ich meine, es geht nicht mehr durch, für uns Gedanken darüber zu machen, aber wir müssen wirklich gucken, noch da einen Schritt weiterzukommen. Und ich meine, das große Problem ist ja da Proprietätsverhältnisse, dass man nicht so die technischen Mesuren für die umzusetzen, mit das wirklich mal für etwas dürfen können zu machen. Und auch da meine ich, wenn es keine andere Wege gibt, dann muss ich noch da ein so, wir probieren mit finanziellen Mitteln dann eben die Terrain zu kriegen oder wie auch immer, wenn doch nicht mehr Partners, dass wir etwas können machen, dass wir auch da können Mesuren umsetzen. Merci. Ja, zu dem Punkt, ich meine, ich hatte letztes Mal gesagt, dass wir eine Analyse im Terrain am Gang sind zu machen, nur den letzten Überschwemmungen, sind noch andere Dinge, also andere Etüden, für wirklich zu gucken, wo können wir natürliche Rückstaugebiete machen. Renaturierung von der See, das läuft, die Projekte sind am Gang, da sie am Gang für die Nimmt. Ich muss aber sagen, dass an letzter Zeit auch von Proprietären, dass die wirklich auch viel mehr verständnisvoll an den Sachen sind, und dass wir an der letzten aber ganz positiv Gespräche auch haben. Ich meine, eure Projekte, wo du lange dran geschafft hast, kannst du dann aber umgesetzt gehen zum Teil. Also ich meine, die Leute gehen einfach mehr offen für da mitzumachen. Das ist klar, ich meine, Karstappes, und Nora hat ja auch gesagt, die Kasten können ja auch zu einem großen Teil vom Staat überholen, auch von Privatleuten, die sich aufsichern. Da muss in der Leute auch mal mit auf den Weg gehen, dass wir werden da schon einen Plan machen. Muss ich noch noch, ich meine, wenn wir die Etüde fertig sind, gehen die auch weiter und Wasserwirtschaftsamt kommen die auch an all die Pläne mal daran, dass die dann noch gesehen wird, für Maßnahmen zu werden. Nico, ja, du willst Ja, ich will auch merci so für die detaillierte Präsentation. Und, ich meine, das ist auch wichtig, dass wir heute den zweiten Plan favorablement avisieren. Aber ich meine, was doch ganz wichtig ist, dass, ich schließe mich tun, und das, was du siehst, Jean-Paul, dass man auf den Plätzen, wo man den 14. und 15. Juli bemerkt, wie dramatisch es kann sein, an der Platz nehmen wir ja leider pur an der Gemeinde. Das ist noch nicht für dich, dass wir sie hatten, mit den neuen Plätzen dabei kommen, weil die Dramatik von der ganzen Sache vergrößert wird. Dass man da prioritärement nur Lesungen sichern. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, dass wir vor Renaturierungen geschwärzt gehen. Ich meine, es gibt auch andere Methoden, und die ihr vielleicht muss denken. Ich denke, da du Straßig, wo eben Birla Bären an der Straße durchgeht, wo die Kanals eingas, wo wir dann die enormen Überschwemmungen da haben. Ich muss der Sache eine Priorität geben, weil ich meine, die Leute, die Schier hatten, an die gelitten haben, an die nach am Gange sind, da zu leiden, weil ich meine, das ist dramatisch, wenn ich das selber daheim hat oder hat, die werden, dass man an der Sache wirklich Projekte mit Ideen, wie ich mit Ideen, ne? Das ist alles nicht einfach, das ist technisch nicht ganz einfach, da sind da mit Ideen kennt, mit Projekten kennt, auch noch finanzielle Möglichkeiten dann auslässt, für eben zu vermeiden, dass der Toten an der Envergure nach ein Kehr geschieht, weil der Risiko ist groß. Ich meine, der Claude hat ganz klar gesagt, die Situation geht nicht besser, das Risiko ist also groß, dass der kurzfristig oder mittelfristig ein antritt, und dafür meine ich, müsste der Chefrat, die Chefrat unterstützen, für dem Kampf von der Situation da eine große Priorität zu geben. Ja, wie gesagt, das Büro der Tüte sind da mal am Gang, und wie es mal recht siehst. Es geht nicht durch für irgendwo etwas zu machen, und den Opa hat Wasser am Keller. Ich meine, steht auch wenn in der Rapport liest, steht auch dran, dass eine Ortschaft sich kann schützen für das Wasser bei sich schlecht zu kriegen. Das löst einfach nicht ganz unbedingt das Problem um ganze Fluss an. Da muss ich dann noch ein bisschen gucken, dass ich nicht proper lese. Das ist kein Freund dazu. Das ist vielleicht auch von den größten Problemen, die man haben, wenn das Wasser immer überall weitergelegt wird oder kanalisiert, zentriert wird, dass es dann noch ein bisschen länger Platz, wo es schlussendlich auch könnt, da hat ihr noch das Problem. Also effektiv wäre wichtig, voilà, Retention oder eher Fläche, wo das Wasser kann infiltrieren oder anständig infiltrieren, die freizuhalten, und dafür zu sichern, dass das Wasser auch da anständig kann voilà, infiltrieren. Ich wollte noch kurz ein konkret vorstellen, effektiv
wie der Nicolau geschwattet gëtt purplatz an der Gemeng an eng konkret vu mir lo afallen ass die an Rü die Village ze schëtter wo ich auch fest das Gemeng auch sur Platz war vielleicht denke zu gucken net méch spät wie gestoven tun ich noch mal engem Awohner von do geschwat den bist gezähltet dass sie auch lo von ihrer Residenz aus do approche gemacht und da wäre ein kurz froh von mir ob du ich wie noch weiter Gesprächer man proprietär gefordert gesehen oder wie du ausgeseit weil ja auch die net Bach du begradigt ging sondern du auch divers Probleme dadurch entstehen wie du allgemein aktuell ausgeseit. Also sicher ist das Problem das ist ein ziemlich kompliziertes Problem. Sie haben habe Magelos gehabt bei der Residenz auf der linken Seite du stehst die Gabion da an der Berg. Das ist sie da habe Magelos und Brünner wird ja ganz Isolation Futti gemacht wenn du die Holzen Verkleidung da wäsch gehabt wird. Gabion sind natürlich schon nicht Wasser dich durch die gestaltet. Sie hatten aber keine Genehmigung gefragt. Du hast mir gesagt, Junge, die muss eine Genehmigung und dann bringen wir einen Plan. Du hast mir festgestellt, dass das nicht hier ein Terrain ist, wo sie das Gabion drauf gestaltet haben. Das heißt, du hast gesagt, du musst dem Proprietär seinen Akkord geben, für das mir keine Genehmigung geben. Du warst mit dem Proprietär an Gesprächen und du hast natürlich geredet. Du hast hinten an den Rad gelaufen. Uwendrun gesagt noch da so Grof den also total zugewusst ich war dem ich hatte doch gefilmt die Bauiert war auch total überschwemmt ich im Büro d'études die Filme mal geschickt an die waren noch auf der Platz sie und du gesagt gemein Hölle da ist mehr mir musste gucken ich muss man Akkord vom Proprietären dem de Grof gehört zweitens muss man auch kann man nicht egal Wert machen an Silo sein Barsch an de Grof gelöst ob die gesehen ist einfach ein Barsch gelöst hat du hast kriminell die muss gut oppassen weil Männer hin am Fond geschrieben die muss die Berg direkt raus gesagt, gut mir los oder mir sind Kevif so gemeldet also ein Koffer raus weil nicht dass ja not Berginnen am Grill hängt und da geht alles so wenn ich Stroß mir sind Martin am Gespräch ich hatte ihn noch gesucht mir kämen ein Kopf zurück nachdem die Visit vor allem am Büro d'études an de Klasturm aus dem Technik auf der Platz am Moien gesinn auch den Techniker wir werden dann noch hin Feedback gehen. Wie gesagt, das nicht immer einfach muss ich dann noch etwas Wirtschaftsamt frohen an Gestion Lotsinn ganz grob Sachen wo ich muss da berücksichtigen an mit du immer am gangen weil den Diana seit den hue doch du doch die Elstengstunde die wollte dann vor run der Elsteng an halbe Meter ich meine dat kann die noch nicht mehr weil vergeht nimmen sich mat ein meterischen Elsteng do an run alles zu möchte da lebt Wasser bei den nächsten ran wir sind am Gang an am PAG war ja da ein ganz Retention Uwe 4 gesehen Uwen op den Terran an dat geheiert do engem Proprietär den eventuell berät fir Lo sich do schwätzenslosen ob dat dann eventuell do schon kind weil muss sowieso am Kader von eng PHP enke gemerk gin an ideal wann in dat Lo kind man an Martinen hochgesprech. Wie gesagt, dauert immer alles bëssen an die Etüde sind net so einfach an Büro sind noch das auch gidrehen han denen da soll net gidrehen an eng Büro d'études in dat kann man du musst schon leid tun wie mit dem Büro wo man zu Summe schaffen die kennen gemeng mir noch Projekt wo ugedur dass das wirklich auch an der Landschaft wirklich da muss ich da wissen ob 20-30 Meter da sind eng klein Pandramme dann hat wo sein Damm der kann normal bewirtschaft gehen als ein Traktor drüber könnt so Sache kann ich normal mit dann muss ich den proprietären mal durchkriegen an mit du läfe pro Sache vom am Gang sind als du Gedanken Nico hat doch schräßig gesucht war doch schon schmengen du war mir dem schon 24 Jahre noch schon am Gangen für du dann zu gucken weil du wir noch Möglichkeit nur für Retentionen zu machen mit das dann im Naturschutzgebiet dann spielt immer alles an wir sind aber am Gang zu gucken gut dann ich noch auch merci so für die gute Präsentation und dagegen wir aufstimmen Nora du ja Georges Kaufmann ja Claude Marsan Ja. Lilian Ries Ja. Serge Stein Ja. Nico Welsch Ja. Gilles Altmann Ja Ali Altmaisch Vic Back Ja. Serge Eich Ja. voilà, dann hat man die Punkt auch dann kommen wir bei den nächsten Punkt das also Punkt den hat man gleich am Fonghai am Gemengerot du geht es um den Terrain zu versieren am Pratel ich meine du hat man wird Gemeng am Fong an dem Terrain Leitungen leihen Vierkaufsrecht hat man dem für den Terrain dann enke zu kaufen Clashkummer wie lange hin an hier diskutiert schmengen kommt Propos das für den Terrain dann zu kaufen ob manst die 2 Meter bis 2,50 Meter für propre Vedo können zu machen
Ich hatte gleich gesagt, die Proprietären, die wären d'accord, die hätten nicht direkt abgekennte Weh, das Kind dann beim Kader von einem Morsalment. Manchmal, wir waren als Dünner beim Dögens, für das dann aber auf Haut zurückzustellen, und wirklich zu gucken, für den Terrain dann zu kaufen. Wir haben mit den Proprietären geschwärzt, sie waren auch d'accord, sie haben gesagt, wir verkaufen die Stadt natürlich zum Preis, zum Bauplatzpreis, dort den Preis gesehen. Den an dem Kompromiss steht, das sind 130.000 € danach. Die Preise, die am Moment Schritte bezahlt gehen, die Laien nach ein bisschen drüber. Wir haben am Anfang waren sie auch ein bisschen mehr nachgefragt, wir haben also auf den dritten Preis geeinigt. Das heißt, sie geben uns, also wir haben Kroki mehr gelost, sie wollten noch gesehen, wie gesagt, da aus, wir haben im Terrain geguckt, hier steht noch Bäm, im Moment das geduld gehen, die Bäm, die können wir vielleicht erhalten. Das ist aber so, dass das nicht sinnvoll ist, für die Wähler die Bäm dort zu kniveln. Ich gesagt, gut, dann pflanzen wir irgendwo so eine Bäm an Kompensation. Sie hatten noch einen gewissen Sichtschutz. Das ist 4 aus dem Terrain mehr hoch, das geht so rup bei 1000, das ist, du kommst so kleine Element, da gibt man da den Sichtschutz drauf machen. Und was sie auch noch gefragt haben, für mit einer Mähmaschine oder einem Mähtraktor können handeln, an ihren Terrain ranzufahren, dass man da gegen einen Partner, weil am Moment steht die Treppe direkt praktisch wieder die neue Weg, wieder die Palisade, und da kommen sie dann nicht drauf, sodass man da am Anfang auch mit ihnen eins geht. Wie gesagt, wir kriegen den Terrain den Preis, wie ich gesagt habe. Wir müssten dann den Terrain aménagieren, zu bezahlen wären 14 Tage oder Signatur vom Markt. Das ist, wir gingen ausmaßen lassen. Der Preis wird dann definitiv festgelegt auf Basis vom Mesurage. Gut, ich meine, mehr als dazu nicht zu sagen. Den Weg können wir machen, wenn wir mit dem Proprietär haben und eins sind. Ich habe noch mit dem Proprietär geschwärzt, ich habe ihn informiert, dass wir das machen. Ich meine, mit Team sind wir nicht überall so ganz eins. Wir sind am Anfang auch mit Team darum gerichtet, was den Bebauungsplan angeht. Weißt du Bescheid? Ich sollte mir gehen, wenn ich auf den zurückkommen, dann gibt man mit Team schwätzen. Wie gesagt, wir wollen es gleich gehen, dass wir da müssen kaufen, wenn wir Lohn nicht kriegen, dann kann das ewig dauern. Das ist ein stolzer Preis, aber in einer Manier, ich mit Leuten müssen auch Geld lehnen für den Terrain zu kaufen. Ich meine, die noch Engagement von der Bank, klar, wo sie Platz verkaufen, wo sie den Erde mehr verkaufen, ja, noch kriegen sie auch den Preis X dafür, das Haus für den gewissen Wert, mit das werden sie auch ganz umbauen. Wie gesagt, sie war ganz entgegenkommend, wie auch von Anfang an gesagt hatten. Wir gingen da proposieren, dann den Kompromiss zu stimmen und dann noch den Droit de Präemption zu akzeptieren, zu Reserve, dann, dass die Wandheit dann einfach stattfindet. Lilian? Ja, ich bin immens froh, dass das eine Realität gibt, dass die WDO kann das direkt von evasieren, dass ich die Pratel, dass Leute an die Schulkanner, an die Abgar oder an das Centre kulturell und so können, dass sie dann mehr sicher können do über den Pratel gehen, wie über die Hauptstraße. Weil ich weiß, für Jahren, wie der Kanal gemacht ist, da war die Weg eine Zeit ab und da haben wir davon profitiert. Und Südfrei war immens froh und ich gesagt, also da ist eine ganz gute Sache. Und gerade so dumm haben wir alle geguckt, wie ein guten Tag, ob immer ein großes Klotter durch und fertig war. Aber wenn das aber mein Kind realisiert, dann wird natürlich der Verein ganz dankbar dafür. Das ist eine gute Sache, dass man das kaufen. Ich meine, was vielleicht auch wichtig ist, dass auch ein Umdenken, dass man auch so, wenn man selbst füllen, dann muss man den Leuten vielleicht auch dann einen erneuerbaren Preis bezahlen. Weil das war ja in der Vergangenheit auch immer ein bisschen das Problem, dass man immer gesagt hat, ja, wir hatten ja die Weh, wir für Weh können wir nicht so viel bezahlen. Und besonders, ich meine, wenn man Weh an so einen Kader kriegen oder wenn man einen Preis kriegt für einen Straße, findet dir, wo die Leute nicht direkt einen Valor verlieren, das ist ja besonders. Ich meine, wenn ich so Weh wie die Heider hat, wo an der Zeit eben verpasst ging, wo sich Gedanken gemacht hat, dass hier ein Kirche, die ging da drin so viel bauen. Aber, ich meine, muss einfach so, muss den Leuten auch den richtigen Preis bezahlen. Und wir diskutieren ja immer, am Ministerium haben wir immer Differenzen, was die Indemnité kompensatoire angeht. Und ich fand, hier sind auch so typische Sachen, wo ich muss sagen, dafür soll ich noch eine Indemnité kompensatoire holen. Wenn in einem etwas
im Interesse von der Allgemeinheit aufkäft. Ich meine, da sollte Allgemeinheit doch den Preis bezahlen. Weil kann nicht sein, dass die Millionen an Tasche steht, dann den anderen muss ein Terra verneigt gehen, für das die dann da bauen können, da hingehen. Wie gesagt, ich meine, wir waren als gleich allein, dass das für die Gemeinde, also den riesig Flot, aber besonders ganz invasieren. Also das ist ein Plus-Value. An dem Moment gesagt, ja, wenn ich muss über die Straße, sogar noch kann, die ja nur an Schuld gehen. Also das ist eine super Sache. Und wie gesagt, ich bin noch immens froh, dass die Leute direkt doch mal auf den Weg gehen, sie wird vorher ohne Dividend, da sind da so ein Stück verkauft. Klar. Ja, ich wollte Stornecke William singen wieder ruschlesen und ob das was du just gesagt hast, also das ist effektiv nicht immer mehr sicher, das mir kurz, das mir flach, also alle verzahnt Mobilität du geht, das funktioniert ja nicht mehr so ganz gut und nicht das, was man haut tun. Auch da den aber ob gar könnt, man das ist wirklich eine flott Sache, wenn es dann eine Realität ist. Das ist auf jeden Fall sein Preis wert. Also, das denken viele Leute. Sergio. Ich begrüßen das dann, dass man haut so unanim dafür die W sind. Ich meine, vielleicht wird mir als JW als DP-Fraktion dafür gesagt gehen, dass das nur negociert wird. Und ich meine, ja, der Preis ist zu bezahlen, mit das, wie du gerade gesagt hast, beim Heichwasserschutz muss ich so bezahlen, für den zum Beispiel für die Klima oder die Konsequenz vom Klima zu drohen, dann heißt eben noch, da bei der Mobilität du musst ihn dann eben so Projekte machen. Also wir sind immer ganz durch. Ich meine, wir waren doch bei dem Projekt im Schönberg, wo doch darum hauptsächlich gegangen ist, für eine Kultur für Mobilität durchzumachen. Wir sind da, wir sind bereit, die Suchen zu engagieren, weil das am Ende von den Bürgern von der Gemeinde. Ja. Ich meine noch, merci auch, dass das so proposiert wird oder unterstützt wird. Ich meine, wir haben uns vielleicht selber nicht getraut, sondern wir kommen kaufen, dass wir Bauplatzpreis auf. Das war gut, dass die Initiative kommt. Und klar, das ist genau wie es zu sehen ist. Ich meine, da haben wir wirklich etwas gemerkt, wo jederin Herr Noda davon profitiert. Wie gesagt, wenn man mit dem Proprietär über die kleinen Ecken nach rein gehen, ist noch zuversichtlich, dass wir da rein ja, mit ihm ins Gespräch kommen, dass wir da noch ein bisschen drüber kommen, eine Lösung finden und dann ist das klappt. Gut, da gibt man den Kompromiss aufstimmen. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Georges Jem Kaufmann. Ja. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Thein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Alp. Ja. Und da gingen wir dann noch auf den Droit de Präemption verzichten. Zugunsten davon der Familie Pedrini Kohl, dass sie dann noch den Terrain dann können kaufen an dann das Stück können auftreten. Ali Altmaisch, ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Georges Jem Kaufmann. Ja. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Thein. Ja. Nico Welsch. Und Anke Gilles Alp. Ja. Gut, und dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Ich meine, die können wir da verlassen, darum ist es Ludwig fort. Da brauchen wir den nicht mehr zu reglementieren. Das war ein Reglement vom Chefrat. Ich hatte mich schon gefreut, und er war nicht 100% sicher. So, im Feierauer, wie schlecht ich sind Hüser gepackt. Aber wenn du da siehst, das fort, dann brauchen wir es nicht mehr zu reglementieren. Nee, auf der Kreuzung, das ist mit komplexen Dingen. Hier war just ein relativ einfach Arbeit. Just noch von oder vielleicht ein Propos machen. Es gibt so Klangchantieren, wo den anderen gut gesagt. Das oft, dass ihr keinen Ding könnt, da geht rot, dann müsst ihr Halle bleiben. Können nicht vielleicht einzelne Chantier, Klangchantieren, wenn er gut gesagt, mit dem Schild rot und der weiße Pfeil, dass der kann fahren, dass kein Luten durchstehen. Wenn wir Luten durch, die müsst ihr Halle bleiben, auch wenn kein von der anderen Seite könnt. Versichtkontakt, das ist nämlich ein Propos zu machen, aber wenn das nicht könnt, auch wieder agieren, das gibt manches verändert. Das ist nämlich ein Propos. Nein, ich meine, das ist klar. Im Prinzip setzen wir auch keine Leute, wo keine Leute gebraucht sind. Ich muss so nicht, die Chantier zu versieren, den ist ein bisschen heftig. Das, und dann, wenn er auf der Kreuzung ist, also das nicht so ohne, damit war schon noch, da können die von der Chat kommen, also das auch mit Leuten nicht schwer zu regulieren. Ich meine, du hast gesehen, den Haien, wo sie Samstag Sonntags geschafft haben, beim Smatch, das hat ja relativ gut geklappt, weil zwar teilweise Rückstau, aber das hat gut geklappt. Aber selbstverständlich soll ein Minimum von Leuten setzen, weil das sind auch Leute, die so, sie geben noch nicht da gesehen, wer da mit stehen bleiben. Das, wenn sie da durchführen, dann du gehst erwischt, dann gut.
Na, du jammt nicht. Das hat kein gesagt. Das gibt es nie mehr. Gut, pardon, komm ich verloren. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das wird dann eine Reduktion des Stage für einen von unseren Employés. Und die hat gesehen, ja, du musst an das Publikum. Wie? Nein. Tali muss nicht an das Publikum. Nee, ich muss nicht an das Publikum. Du musst gehen? Ja, ich muss gehen. Ah, pardon, nee, das ist ein anderer. Ja, ja. Voilà. Gut. Ja, ich meine, wenn man das. Voilà. Was ich meine, heute alle gut gelesen, dann Steve hat eine Reduktion des Stage von einem Moment gefragt, er hat ja schon einen Stage als eine Karriere vom C, eine C1-Karriere. Du hat auch schon den Stage gemacht, da läuft eine Reduktion von einem Moment, weil doch geht, weil er eben noch so lange Berufserfahrung hat. An einem Guichet, wo noch mit der Klientel dann zu dienen, dann wie gesagt, mir proposieren ihm dann die Reduktion von einem Moment zu akkordieren für seinen Stage. Keine Umwirkungen, da gibt man auch darüber aufstimmen. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Vic Back. Den ist nicht das, Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Georges Chem Kaufmann. Ja. Claude Marzan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge. Jo. Voilà, merci. Dann hätten wir das auch. Da kommen wir zum nächsten Punkt, das Question gekriegt von den Conseillen, der hat man keinen. Vielleicht ist das nicht ja, Claude. Ich war froh, mich bis der Wege durch. Ich war froh, dass der Wege das gezählt hat, die war sehr da mal mit dem Zipper. Und du hast das gesagt, dass 135 Leute auf der Liste stehen. Ja. Aber was interessant für auch für, ich meine, als Evolution an der Materie zu wissen, ich meine, die Thematik ist nicht neu, die immer rum. Du wolltest vorhin einige stellen, aber noch vielleicht einige Informationen kriegen, zum Beispiel für das Jahr vom Januar an, von den 135 Leuten, wie viele Leute dann in den Sommer gekriegt haben, was für einen Rang den die hatten auf der Liste, wie viele Leute vielleicht, haben wir dann gesagt, die automatisch wieder refusiert haben, aber was war die Zeit das natürlich, wie reaktiv dass wir da sind, du kann ich auch schließen, ob wir ein Problem haben oder ob wir kein Problem haben mit der Werteliste. Das wären interessante Informationen für eine andere Karriere, wenn wir bei dem Thema sind. Das ist ganz lieb. Merci. Merci Claude, ich meine, die Leute, die werden sie schon lange auf der Liste, die werden noch lange, wenn den dringenden Zimmer braucht, Zeit auch engem lang, mengen sind auch die gehen an anderen urbanen Plätzen. Mit der Tor ist aber ein Punkt, den muss er auch am Kader vom Plan 50 plus muss man den auch 55 plus soll der Tor alles analysiert gehen. Ich meine, wir wollen auch wissen, sind, was für Besucher sind da für so wunderste, weil ich meine, die Besucher ist schon do. Am Kriolon an Zimmer méi zu nie ran, wenn du gët beigebaut, dat ich gemeint ja, krit du en Zimmer méi, du hast eng Konvention, die as lo en erschriwe ginn, die werd net ganz en erschriwe vun all de Gemenge, mir die werd am nächste Gemenge oder nach halbem Dich kommen. Mei en Zimmer ret eis och noch net unbedingt. Was ja an der Dingen auch interessant ist festzustellen, dass für andere Gemengen noch hier ege Lesung hun an aber nicht op Zimmeren verzichten am Typ an die Herren aber sind nicht dran am Gringewald die behalen aber jetzt Zimmeren do mat Bayier gi nicht doppe. Also just die pardon, Lilian. Just die Info gin well den Herr Reding sondech fir nach Dich pu geschwert huet Rosen festo an huet ma du gesot wie ausgesäit mat den Zëmmeren dëffe wollte Stadt ginn, well et war moment nach keng weiter Versammlung sie wëlle gern die Versammlungen aus dem SEPA heraushalen bis op weiters bis Pandemie aufgeschloss ass an dann geht im Lass mat den Infoen. An sobal ich mengen hai op de Gemenge Leiit die löscht, die as hai anze gesinn, die kann git für hai gucke gell oder vielleicht net geht verreen oder mehr aber wennstens aber Leiit vum hai vum Gemenge die können aber do immer no gucken an no frohen. Da ginn se gewur op der Lëcht an Janne Info ginnech da dann nächste Geier. Okay, merci. Lilia. Sorry, Lilian. Ich wollte
Claude, du hast ja doch gedeiht, wir hatten eigentlich schon eine Aufruf gemacht und der Schafferrot für zu überprüfen, wenn ihr nicht könnt, weil es ein großes fachliches Stau ist, aber nicht könnt, an der Gemeinde vielleicht so eine Struktur errichten, abrichten, weil, wenn ich gut erinnere, Ländingen da so am Gangen etwas zu machen, Gemeindeländingen da so am Gangen etwas zu machen, und damit ja prüfen, ob es vielleicht doch möglich an der Gemeinde wäre, mit dem Minister, und das wäre nicht eine Struktur für die Gemeinde, das wäre auch für ein regional oder national. Da gibt es uns vielleicht doch echt, da können da Dach kommen an, wie gesagt, weil nicht dran, wenn das am Ausbau, das wissen wir alle nicht, blockiert man nur, Kleinigkeiten kommen bei, aber das war mein Freund, aber ich denke, da könnte lieber nur denken, für eventuell an der Gemeinde da so eine Struktur abzurichten. Ja, ich meine, ich hatte ja just wieder gesagt, wir sind am Gang am Kader vom Plan 55 plus für genau die Situation dort zu analysieren. Sie schon an der Zeit, hat schon die Familienkommission oder die Kommission vom dritten Alter, die hatte schon eine ganz grobe Sache geguckt, mit das Lo, wo wir gesagt haben, wir gucken Lo an dem Kader von dem neuen Plan, also da bis wir die soll analysiert. Mit Lilian hast du vielleicht sogar noch mehr am Kuh, wie weit das alles ist, weil sind wir noch nicht mehr weit wie das, was wir gesagt haben, und noch, was wir eben hoffen, dass an der Gemeinde realisiert wird, dass wir die Leute können heimhalten, dass sie nicht müssen auswärts gehen, dass nach immer das ist ein größter Wunsch von unserer Kommission, dass das ja kann zustande kommen. Das, mir hat ja auch gesagt am Kader vom Dörfzentrum, wo man auch die Wunschgeschichten diskutiert, um zu gucken, ob da nicht noch eine Möglichkeit haben, wie ob so etwas Kind integrieren, was ja auch flott für wenn Leute an einem Zentrum Kinden leben, wo Aktivitäten sind, und das ist ja wo Doktoren ja noch eventuell sind, das ist ja auch ein bisschen Ziel an Gemeinde wies dann wir kommen noch nicht durch der Last auf Dauer. Die Leute gehen auch immer mehr, das ist klar, und setzen auf ein Ziel an. Mir geht noch auf der Gemeinde sind immer mehr Leute, die rufen, die bei mir länger daheim sind, die den Partner verlieren, die dann 80 Jahre haben, wenn die kein Kanal sind, die sind total drin. Und du gibst gar nicht Service für den Leuten bei alles zu helfen, bei elementaren Sachen. Ich meine, mir schon die Arbeitshilfe, pardon, es gibt ganz gut Service, aber das ist einfach schwierig, wenn in einer länger daheim an einem Haus sitzt, dann keine Familie hat. Es sind Leute, die Familie kann dann noch bei, und mit sind noch viele Leute, die aus dem Ausland eingeplant sind, wo bei mir der Partner stirbt, dann Freunde auch nicht mehr da sind, und dann ist es wirklich immens schwierig. Und dafür ist es schon wichtig, dass sie das ganze Thema da ganz seriös analysieren. Das ist ein Thema effektiv an ganz viel an unserer Kommission, dass wir gucken, wie wir das eigentlich können gelesen kriegen. Bestens, ja, das ist ein großes Thema schon seit Jahren. Ja, Also es sind also was uns lo belangt, die 140 Personen, 135 Personen, die ich gesagt habe, da sind da 3, die mit Urgent auf der Liste stehen, 9, die bereit sind für ranzukommen, das heißt am Mengen an, die gehören zu den 3 Urgenten auch, das wären da 12, auf 65 von den anderen, die dann ewig bleiben wollen, kontaktiert gehen. An die anderen alle Gute nicht, die stehen auf der Liste, einfach für auf der Liste zu stehen, für an der Rullemann zu kommen. Ja. Am Durchschnitt 12 Jahre Wartezeit, am Durchschnitt, gell, für überhaupt unspitzt zu kommen. Und da waren dann 100, also zu dem Zeitpunkt 113 Damen, 40 Männer, davon waren dann, also an den Durchschnittsalter 87 Jahre. Das war das, was ich nach dann zu sagen. Okay. Merci, Vic. Das geht mir sehr. Wenn du vom Doktor auf die Urgenz gesagt hast, kannst du aber mir sehr. Gut, sie sonst noch? Ich Serge? Ja, am Anfang, was mich froh war, die Retare von der Busse, weil ich meine, der Bus 2, den, weil ich das gezählt kriege, weil das kann nach kein Enkel Zeit an der Schule, war das so gesagt, wo ich zusätzlich noch weiter gefordert, ich meine, das ist doch nicht medial vielleicht eine Lesung. Weil war bis auch wirklich kompliziert eine Tragödie, in den Bus gefahren hast, dann hast du noch Schreibtische ansammeln gegangen, dann hast du einen Enkel durch die Straße gefunden, dann hast du der Bürgersierer abgefahren.
Schmengen aber prinzipiell also dann kann ich noch so sind alle Chancen die bis man nähen zu summen henken die Probleme machen mir insgesamt Mensch müssen aber die ganzen Schultransport auch nicht evaluieren schmengen werden oder der Mobilität du gibt immer ganz viel vom multimodal geschwert war das Projekt vom Pedibus als bisschen gestorben ich schmengen aber auch beim Schultransport mit den anderen Wehr go weil für dat man immer noch auch Schulbussen hun die am Stau stehen und das kann schon um halb oder um 20 op 7 dir was dir bus rausgeführt auf den Bus zu go für dat sie dann an der Hauptstraße am Stau stehen dat sind net Solutionen von der Mobilität von der Zukunft dafür mengen just du auch am Mengen ein ganz klar einer Wehr oder einer Modelle zu evaluieren für Zukunft ja du gi nicht da recht weil so wie lo funktioniert das net gut wär doch net gut ass das moes all de wei wie op de Campus ass dat blockéiert dei soch vill well do die Rücklut an dauernd aktivéiert gëtt Leider mussssen no ran ich mein, die mat de kleinen Kanner mussssen ran dat net de fir wo vun Leiit schmegen d'Eltern die mussssen do ran an am Kader vun engem Schulaus muss flech gucken ob net den anderen Ase och enke krit op de Campus fell dat war immer de schwache Punkt vun der Schul do seit den Neubau do as an die Kreizung ass net ganz gut an wie gesagt mat de Bussen mir hat denläke mam Weber de Problem auch mat de Bussen du christ an se Keier mat engem Bus an da so du musst da immer schläfen do immer fuhren die fir krit net einfach den dingen mir se auch am gern fir gucken mat kann fir se an Schul ze kreen dann eventuell tritt war du mi Bredlo zu machen mit dem Verkehr as enorm an wann ich auch gesi wie se dann iwwer tritt waren an so ich menggen sportieren nicht zielelen du bist der mit mir können da mal op de weh dass man vielleicht beim Webereis enke Summe sitzen an noch gucke wie dat dann aber enke Kind bis besser organisieren ja, weil du schlecht geht dreht natürlich alles dazu bei dat het schlecht geht wat net so hingeiert mech war dëmmer auch van Eltern net so hin muss da ja hin kann zwischen 4 der 5 Berg wieviel Fournisseuren dass du auch nach Alkes op dem Parking da manövrieren an Leiit als negen technisch Service ganz oft auch nach do hast sonst bei noch muss dat grad zu der Zeit sinn sucht dat immer schwierig so Sachen zu regeln an hun kommen der Kommunikation da haben sich net run an wann dat dann so gesagt just während der Zeit du das steht dann nach manövrieren mat de Kamion im Parking an so weiter das ist trop können wir ein mat den schwätzen das richtig dat sind die sich schon immer bewusst an Gidri guckt no segem dingen an das bisschen da gut mir gucken aber nur mat de Bussen das effektiv Lilian ja ich noch am zusammenhang beim Verkehr eng Ufruf von den Awohner aus der Rüde Bayern aus dem Öwen aus der Rüde Bayern die so das onmeiglich wie do gerant gëtt Leiit se lo dick nervt mat all de Chantien an der Rüde Bayern ënnen wanns dann endlich kënne fuhren da gëtt op gedregt an och moes chauffeur rawen so also du hast de Verkeier do gëtt gerant an du froen do dawunner die Öwen aus der Stroos die direkt betraff sinn op net méiglech fir dat se do eng Rapeskeit mache fir do eng Wittheitsberouigung oder vielleicht méi Kontrollen oder weil das effektiv do urisch schmengen den Robbie oder de Klo an so die do méi richter sinn die kreen dat mat also do also sie so do das lebensgefährlich war mir will se garagen an der Mevel op Stroos fuhren und dat das permanent soll dat weitergin ja. Wir gucken mir schreiben der Poli direkt mir werden also wie Account noch enke fir mal Kontrolle zu machen also fir ze Moose wie se se do kommen an ja mat Point Chaussee gucken du hast die Anhängung mit die Hëlle net viel lowen dat sind die po Hecken méch menggen dat Sleeping Policeman du wees ja woch dats der bei engem CR net kannst me wat ze kennst du dann den Policeman den Zeit hat bis ze sliepen dat ze sliepen nee du hast so ging hëllefen also wann vonivasiere könnt ja von invasiere könnte mir hun naja ist Akkor von der Point Chaussee hier do so Bockel zu bauen wir werden da machen an der Antrieb beim Scout Chalet aber wann dat geht da kann ich gucken für Berner Plätzen ich verlächt wiegen an Frankreich die zecken net do sind überall anständig Speckel du fährst mal 20 ob du willst oder net ja gut de Blick Robbie eng froh nee da gi ich Merci soen fir den Owen dann ich alle guten nach ganz schönen Owen wünschen alle Merci.